zusammen. Nehmt mich doch uns all in der Arm. Sozusagen kunterbunt vernetzen. Das Motto muss wieder Kölscher werden. Social Jack. Wow. Ist das Kölsch? Ich bin der Kölsche Junge. Hier ist Köln. Hier ist der Gürzenich. Und hier sind Casala. Einen wunderschönen guten Abend hier im Gürzenich. Wir freuen uns sehr, dass wir zu Gast sein dürfen. Wir würden gerne mit euch gemeinsam die Gläser erheben. Auf alle, die hier heute Abend kunterbunt vernetzt und Social Jack Fastelovn feiern. Und auf alle, die schon vorausgegangen sind. Ob die Liebe, ob das Leben, ob die Freiheit und der Dude. Alle Gläser, Verzelle. Das letzte Mal ist ewig her, doch Dingelplatz, hey, an der TikTok blieb für immer leer. Doch ich schläf daran, dass du uns hier siehst. Und ich träum davon, dass du bei uns bist. Darum helfen wir die Leser dahin, wo die Engel sind, denn da bist du. Los uns so, darum alle ihr Leser. Freiheit und da du, komm mal trinke auch mit deiner, die im Himmel sind. Alle Gläser hoch, alle Gläser hoch, hoch, alle Gläser hoch, hoch, alle Gläser hoch, hoch, alle Gläser hoch, hoch. Ja, 10 Jahre auf du jetzt zu feiern hast. Nichts zu verlieren hat. Alle ihr Leser zu den Sternen, denn die Engel, die uns Pferdeschusse mit uns haben. Ob all die Bilder, die lang verblichen sind und die Chancen, die all verschlichen sind. Und eine Runde bei die Stolperstehen, die Fehler schrammen der ganze Spuk. Das ihr hört dort so, darum alle ihr Leser. Freiheit und da du, komm mal trinke auch mit deiner, die im Himmel sind. Alle Gläser hoch, auf die Liebe und das Leben, auf die Freiheit und da du, komm mal trinke auch mit deiner, die im Himmel sind. Alle Gläser hoch, alle Gläser hoch. Gläser Hu stoßen Sie an mit Ihrem Nachbarn oder zu Hus an den Bildschirmen auf die kunterbunte Karnevalssitzung des Festkomitee Kölner Karneval in Zusammenarbeit mit dem Westdeutschen Rundfunk. Die Gläser Hu, das ist der neue Titel von Casala und er liegt bei dem Losmer Singetour ganz vorne. Und wer richtig zugehört hat, der hat mitbekommen, es ist gar kein Trinklied, sondern das heißt, wir haben die Gläser Hu dahin, wo die Engel sind und trinke mit denen, die im Himmel sind. Das zeigt, der Kölsche schaut beim Feiern auch über den Tellerrand. Und jetzt jedet wieder mit Casala! Höchst wieder so ne Orte, Junge, schön dich hier zu sehen. Wie lang an mir nicht mir gesprochen, ständig in der Treppe drin.
Ja, wie schnell der Welt auch durchdreht, hüt nach stehen sie einfach still. Ich weiß, der Wäsche hängt uns regnet immer nur geradeaus. Manchmal flücht man in der Himmel, manchmal litt man auf der Schnüss. All die Narben, all die Fälle sind doch eure Teile von uns. So lang wie ich lebe, sing ich ein Lied. Komm her, ich zeig dir, wie dir. Und weil die Sonne immer wieder abgeht, singen wir, ja, 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 wir sind immer noch da, da, da. Trink mit mir ob dich und mich und ein neues Jahr. Und das war das, und das war kütt, und um das war war. Na, na, na. Weil man so schnell nicht kaputt geht und weil die Sonne singen wir sind immer da. Trink mit mir auf dich und mich und dann singen wir, ja, 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 wir sind immer da, da, da. Weil man so schnell nicht kaputt geht und weil die Sonne immer wieder abgeht, singen wir, ja, 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 wir sind immer noch da, da, da. Trink mit mir auf dich und mich und ein neues Jahr. Ob das was ist, ob das was kütt und ob das was war. Danke für eure Stimme. Ja, lief, Kölsche Freunde, Social Jack Kunterbund vernetzt, so heißt das Motto der Session 2015. Und natürlich kommt der Kölsche Fasteloven auch nicht ohne soziale Netzwerke aus. Aber der echte Fasteloven, den kann man nicht virtuell erleben, sondern man muss ihn mit anderen feiern, zum Beispiel mit Casalla feiern. So, und die Jungen müssen jetzt in der Arena, und jetzt gucken wir, die zu spät. Also, an die Gewehre, Kommando 1, 2, 3, Peng. Kommando 1, 2, 3, Peng. Kommando 1, 2, 3, Peng. Auf Casalla, Drehmer von Hetze, Kölle. Casalla, WDR. Herzlichen Dank. Hier kommt jetzt der Spaßvogel Nummer 1. Und wenn ich sage, wie er gekleidet ist, nämlich seine Markenzeichen, ein roter Anzug und seine blonden Haare, hier ist Guido Kanz. Morgen! Wie ist es? Herr Kapellmeister, ich grüße im Namen der Gruppe. Wie ist die Lage? Hervorragend. Oh, war das ein schöner Rosenmontagszug heute, wa? Wetter vom Feinsten. Da hätten Sie mal dabei sein sollen. Wirklich. Ach, und es ist schön hier in Köln für alle Fernsehzuschauer zu Hause, meine Damen und Herren. Kommen Sie nach Köln. Hier ist eine Stadt, da werden Sie offen empfangen, hier kann man Auto fahren. Wir haben in Köln jeden Tag Brückentag. Ja, es ist wirklich sehr schön. Und ich werde oft gefragt, sag mal Guido, wie sind Kölsche junge Drupp? Dann versuche ich das immer zu erklären, Leuten von außerhalb. Kölner sind tolerant, wir sind freundlich, locker, bisschen jeck. Aber wenn wir frech sind, kommt es immer von Herzen.
Und um das zu verdeutlichen, erzähle ich immer eine kleine Geschichte. Ein Mann möchte sein Auto verschrotten lassen und fährt in Düsseldorf-Oberbilk zu einem Autoverwerter. Sagt, gucken Sie sich den Wagen bitte mal an. Was könnte das kosten? Dann sagt er, naja, bei dem Modell 600 bis 700 Euro müssen Sie da rechnen. Da denkt er, ist aber teuer. Da fährt derselbe Herr nach Köln-Bickendorf zu einem Schrotthändler. Sagt, entschuldigen Sie mal, ich komme aus der Landeshauptstadt Düsseldorf, würde gern dieses Kfz hier verschrotten lassen. Was kostet das bei Ihnen? Da lud der Kölsche den so von offen bis unten an und sagt, pass auf, Jung, wenn du drin sitzen bliebst, ist es umsonst. Und an dieser Stelle darf ich auch den Oberbürgermeister der Stadt Düsseldorf begrüßen. Guten Abend, Herr Geisel. Mit Gattin auch hier. Die kommt gleich wieder. Ach, da kommt sie gerade. Hallo, Frau Düsseldorf, Grüße. Schön hier bei uns, ne, oder? Hier kann man feiern. Der Oberbürgermeister von Düsseldorf ist übrigens der Einzige, der diese Veranstaltung von der Steuer absetzen kann. Ja, als Weiterbildung, nicht? Das ist ja klar. Aber... Sehr schön. Er ist eingeladen von unserem Oberbürgermeister, nehme ich an, von Herrn Rothers. Herzlich willkommen. Ja. Wie ist es denn, wenn man eingeladen wird und Geisel heißt? Heißt das dann Einladung oder Geiselnahme oder wie sagt man da? Es ist freundlich. Sehr gut. Ja, ja. Das ist Köln, nicht? Wir machen Blödsinn. Wir haben Spaß. Danke auch an unseren Festkomiteepräsidenten, ich weiß gar nicht, wo er sitzt, Markus Ritterbach, für ein Sessionsmotto, was es mir wirklich angetan hat. Unser Festkomiteepräsident hat noch im Vorfeld gesagt, das Motto muss wieder Kölscher werden. Und da haben die einen rausgehauen. Social Jack. Wow. Ist das Kölsch? Und der zweite Teil wird noch Kölscher. Kunterbunt vernetzt. Irre. Dabei stimmt das gar nicht. Bei den meisten Elferräten im Kölner Karneval sitzen Herren heute nicht, die Ü50 sind. Wenn du dich da rumdrehst, dann denke ich ja nicht an Social Jack. Da denke ich an digitale Demenz. Ja. Jetzt musst du ein Tuschspiel. Trau dich doch mal. Das Schöne am Karneval ist doch, dass es hier analog vonstatten geht, nicht digital, Freunde. Hier wird noch live geblasen, also Musik gemacht. So. Ja. Natürlich. Ja. Ne? Das ist so. Es gibt Traditionen im Fastelovend, die sind immer gleich, seit 50 Jahren immer gleich. Die Getränke zum Beispiel. Getränke sind immer gleich teuer. Ne? Das ist so. Speisekarte auch. Die Speisekarte ist seit 100 Jahren gleich. Wir haben hier in Köln immer kalorienarm, fettreduzierte Kost. Was gibt's immer? Frikadellen, Mett, Gulaschsuppe, Festzeltgarnelen. Also Currywurst, Entschuldigung, ja, das ist klar. Ne? Das ist so, das wird immer so sein. Wir werden auch in 50 Jahren niemals eine vegane Sitzung erleben. Ja, es ist so. Wovon willst du dich als Veganer ernähren? Von Silberzwiebelchen oder was? Bei einer veganen Sitzung hätten wir auch gar kein Programm. Überleg mal, die Höhner wären undenkbar. Mark Metzger. Ja, ja, das ist schon, aber man merkt, dass so einiges rüberschwappt. Ich selber bin ja auch aus der digitalen Zielgruppe raus, sind wir ehrlich, ne? Also 43. Herr Präsident ist auch über 40. Wir sind raus aus der digitalen Zielgruppe. Das ist so, ich merke das doch. Bitte, ich komme ja aus diesem Fischerdorf hier um die Ecke. Aus Porz. Muss man vielleicht unserem Stargast erklären. Und wir haben, glaube ich, den Präsidenten des Bundesrates hier. Der Ministerpräsident von Hessen ist da. Grüße Sie, können wir mal vielleicht zeigen, gerade hier für die... Da ist er doch, ja. Herr Bouffier, grüße Sie. Wenn ich Sie sehe, muss ich immer an Harpe Kerkeling in dieser Möbelhausreklame denken. Kannst du mal zeigen? Zeig mal bitte. Mach mal. Ehrlich, ey. Da ist er. Harpe. Original. Wie ein Zwillingsbruder. Ja. Porz ist da, wo der Flughafen Köln-Bonn ist. Nicht weit von hier. Kommen Sie mal vorbei. Wir haben eine Einkaufspassage. Das ist toll. Bei uns hat der Hertie nicht nur sonntags geschlossen, sondern schon seit 5 Jahren. Das ist, naja, toll. Ganz schön.
Wir sagen bei uns auch, Ports ist eine Abkürzung für populäres osteuropäisches Reiseziel. Und ich bin im letzten Jahr durch die Innenstadt flaniert, möchte ich sagen. Und da kam mir ein junger Mann entgegen, 16. Da merkst du direkt, oh, Cannes, andere Generation. Ne? Merkst du sofort. Die gehen anders, die gehen cooler. 16-Jährige haben die Hose auch gerne hier und gucken beim Laufen immer auf ihr Smartphone. Deswegen sprechen Wissenschaftler auch schon von der Head-Down-Generation. Junge Leute tippen nämlich alles in ihr Smartphone rein. Hat den Vorteil, dass sie natürlich nachvollziehen können, wo die wann, wo, wie, mit wem gewesen sind. Aber wir können gar nicht mehr mithalten. Ich habe 2 16-Jährige gehört, da wirst du blass. Da sagte der eine, ey, ich bin voll der Checker. Ich habe alle Mädchen im Ports klar gemacht. Korrekt. Sagte, wie alle Mädchen im Ports. Kennst du eine Cheyenne Wagner? Sagte, warte, guck ich im Handy. Warte. Cheyenne Wagner, Cheyenne Wagner, kenne ich, krass. Hast du was mit der gehabt? Sagte, warte, guck ich. Gehabt. Hey, hab ich was mit der gehabt? Sagte, Moment, ist meine Freundin, bin ich nicht begeistert? Sagte, warte mal, begeistert? Nee, war ich auch nicht. Das ist anders. Klar, es ändern sich Sachen, da muss man natürlich mit der Zeit gehen. Ich habe es doch gemerkt, bei mir auch. Letztes Jahr hat meine Frau zu mir gesagt, du gehst mit zu dem Konzert in die Lanxess Arena, ist mir egal. Ich habe Karten gekauft, wir gehen zur Helene. Ja, dann stand ich da, atemlos durch die Nacht. Und es war ein super Abend. Und das war doch letztes Jahr, waren Helene Fischer Festspiele im deutschen Fernsehen. Du konntest jeden Sender einschalten, immer Frau Fischer, ARD, ZDF, überall Helene Fischer. Ich war mit meinem Sohn im Kino, Biene Maya, 3D. Das Licht ging aus, ich war ein bisschen nervös. Die Musik fing an, denke ich, das kenne ich noch von früher. Jetzt kommt mein tschechischer Freund um die Ecke. In einem unbekannten Land. Nix da. Wer singt mittlerweile die Titelmelodie bei Biene Maya? Helene Fischer. Das ist kein Flachs. Die Frau ist überall. Das war der Grund, warum ich mir letztes Jahr gar keinen Adventskalender gekauft habe, weil ich dachte, hinter irgendeinem Türchen sitzt die auch noch. Und die Frau Fischer ist ganz schön geschäftstüchtig, das ist mir klar geworden. Die macht Werbung für alles. Für Autos, für Parfum, für Kräuterbutter. Wer ist bitte auf diese Idee gekommen? Helene Fischer wiegt geschätzte 48 Kilo. Da macht man doch keine Werbung für Kräuterbutter. Bei Kräuterbutter denke ich an sowas wie Cindy aus Marzahn. Sowas. Das passt. Conchita Wurst macht jetzt Reklame für Rasierklingen. Das ist gut. Wobei, wenn ich Frau Wurst sehe, dann denke ich immer, die Österreicher, die haben schon speziellen Humor, ne? Oder? Sind Österreicher im Haus heute Abend? Oh, da drüben. Servus, grüß dich. Ihr wisst gar nicht, was ihr mit Conchita Wurst angerichtet habt, ne? Mein Opa, der lebt noch, ist 91, der ist heute noch traumatisiert. Als mein Opa letztes Jahr nach dem ESC die Zeitungsüberschrift gelesen hat, verrückter Österreicher mit merkwürdigem Bart erobert Europa, hat er gesagt, das hatten wir schon mal, geht der Scheiß jetzt wieder los oder was? Rührt euch. Da ist mir Helene Fischer aber 3-mal lieber. Ich habe von dem Intendanten des NDR, Lutz Marmor, der heute Abend auch hier ist, gebürtiger Kölner, endlich wieder zu Hause, gehört, dass Helene, stimmt das, im neuen Till Schweiger Tatort mitspielt. Das wird super spannend. Er hat was verraten, das sage ich jetzt einfach mal. Er hat gesagt, der Mord geschieht nach 3 Minuten. Das Opfer wird erschlagen mit einem Silbereisen. Der Florian! Das ist ein netter, wir sind befreundet. Der war bei mir in der Sendung bei Verstehen Sie Spaß. Wir sind so, man kann sagen, ich bin Fisherman's Friend. Und eigentlich bin ich ein bisschen neidisch, weil Helene hat das gemacht letztes Jahr, was ich gerne gemacht hätte.
Im Juli durfte sie am Brandenburger Tor allen Weltmeistern gratulieren und hat den WM-Pokal in die Hand nehmen dürfen. Und jetzt hätte ich gerne noch mal einen Applaus, dass wir alle noch mal Gänsehaut kriegen. Ihr Lieben, wir haben den Pokal nach Hause geholt. Wir sind Weltmeister! Sehr gut, Herr Borani. Wir haben Ihnen den 4. Stern. Das habe ich mir damals als Student gewünscht bei meiner Tiefkühltruhe, aber das war doch super. Ich habe es vorausgesagt, Freunde. Ich habe im Juni vor der WM im Fernsehen gesagt, wir holen den Pott. Da wurde ich ausgelacht. Ich bin das einzige WM-Orakel, das überlebt hat. Alle anderen hat Rainer Kallmund lecker aufgegessen. Und das Halbfinale 7:1 gegen Brasilien, das werden wir nie wieder erleben. Und, ja, und das war doch toll. Ja. Und dann fragt man sich doch, warum waren wir so gut? Weil wir einen tollen Trainer haben mit Jogi Löw, den weltbesten Torwart mit Manuel Neuer und, nicht zu vergessen, wir hatten einen Glücksbringer. Da müssen wir mal drüber nachdenken. Unsere Kanzlerin, Frau Dr. Angela Merkel, das war kein Zufall. Beim ersten Spiel gegen Portugal, 4:0, saß Mutti auf der Tribüne. Wir können uns alle an diese Bilder erinnern. Sie ist aus sich rausgegangen, so kannten wir sie gar nicht. Ne? Und danach ist sie spontan in die Kabine und hat den Jungs gratuliert. Wie war es beim Finale? Und da schließt sich nämlich der Kreis. Da war es genauso. Sie hat mitgezittert, wie wir alle gegen Argentinien. Und am Schluss, nach dem Sieg, ist Angela Merkel spontan runter in die Kabine und hat den halbnackten, verschwitzten Weltmeistern persönlich gratuliert. Die Angela. Doch, das ist ihr zu gönnen. Wenn du beruflich jeden Tag mit Männern zusammenarbeiten musst, wie Horst Seehofer, Sigmar Gabriel und Peter Altmaier, dann freust du dich mal, einen knackigen Nationalspieler in den Arm nehmen zu dürfen. Und was sehr schade war, nachdem unsere Weltmeister mit ihren Familien gefeiert haben, haben sich viele Weltmeister getrennt nach dem Turnier. Bastian Schweinsteiger hat sich getrennt von Sarah Brandner. Der ist jetzt mit so einer Tennismaus zusammen. Wie heißt sie nochmal? Nicht Oliver Pocher? Nee, Anna Ivanovic, genau. Tolle Frau. Ja. Manuel Neuer, Mesut Özil haben sich auch getrennt. Bei den beiden wussten wir gar nicht, dass sie überhaupt zusammen waren. Und das ist eben im Karneval und in der Volksmusik anders. Hier trennt man sich nicht. Die ersten Reihen sind alle verheiratet, schon lange. Ne? Oder? Ja. Ich ja auch seit 5 Jahren, du bist ja auch schon länger. Das ist toll. Und ich bin vor kurzem von einem Journalisten gefragt worden, Herr Kanz, wie haben Sie Ihre Frau kennengelernt? Da musste ich nachdenken und habe gesagt, naja, ich glaube, ich bin kennengelernt worden. Obwohl meine Frau aus Hessen kommt, Mülheim am Main, Kreis Offenbach, haben wir uns in Köln kennengelernt. Das war hier, nicht weit von hier, in der Friesenstraße. Und wir waren mit ein paar Jungs abends feiern. Und dann war eine Gruppe Mädels, die hatten wir gesehen, die waren sehr nett, haben wir ein paar Kölsch ausgegeben, dann traf man sich an der Theke, wie das in Köln ist. Und meine jetzige Frau, mit der habe ich mich länger unterhalten, und um 12:30, da hätte ich stutzig werden müssen, hat die gesagt, oh, bin müde, sollen wir noch einen Absacker bei mir zu Hause trinken? Und ich dachte, ja klar, bringe ich dich nach Hause, das habe ich so gelernt, klar. Wir sind dann zu ihr nach Hause, haben uns schön aufs Sofa gesetzt. Sie sagte, willst du noch was trinken? Ich sage, ja, ein Kölsch wäre gut. Dann holen aber Frauen ja nicht nur Getränke, das ist mir klar geworden, Frauen schaffen Atmosphäre. Nicht? Da wurden erstmal 32 Teelichter aufgebaut. Ja. Musik, ganz wichtig, ganz wie Musik. Sie hat ihren Lieblingssänger gespielt. Ich persönlich fand es jetzt nicht so gut, aber ist Geschmackssache. Wir haben uns ein bisschen unterhalten, dann ging die Musik auch schon los. What? Schauderblick, lautes gemalt. Gedanken sind nicht mehr bei mir. Boah! So, Kerstin, ist Feueralarm, oder? Nein, das ist der Herbert, der wird uns heute Nacht begleiten. Das war der Horror, nicht lustig. Ich hatte hinterher das Gefühl, der Grönemeyer sitzt mit im Wohnzimmer. Ja,
Du wartest doch an so einem Abend immer mal auf die Gelegenheit, den Arm rüberzulegen. Immer wenn ich mal wirklich Mut gefasst hatte, kam Herbert dazwischen. Was soll das? Und dann ist mir eine Sache klar geworden. Frauen, wenn die was wollen, haben wir Männer gar keine Chance. Das ist doch klar, meine Frau hat einen Trick angewandt, meine jetzige. Die hat die Schlafzimmertür offen gelassen, 20 Zentimeter. Sodass man als Mann aus dem Schlafzimmer so ein bisschen, also Richtung Schlafzimmer, Richtung Tatort gucken konnte. Ich habe nicht viel gesehen, aber das, was ich gesehen habe, hat mich überzeugt. Ich konnte eine Teddybär-Sammlung erkennen. Habe ich noch nie gesehen. Da war so ein Regal mit so kleinen Teddybärchen, unten größere und in der Mitte oben ganz große Teddybären. Und wenn du sowas als Mann siehst, morgens um 2:30, angetrunken, dann denkst du noch, ach, eine Frau, die Teddybären sammelt, die muss romantisch sein, familiär, häuslich, die müsstest du mal heiraten. Gut, das hat sie auch geschafft. Wir sind aber allerdings morgens um 3 erstmal im Bett gelandet. Ich persönlich fand mich in der Nacht gut. Das war wie mein Zeugnis und da stand auch immer drin, Guido war stets bemüht. Nächsten Morgen bin ich wach geworden und sage ich, na Hase, wie war ich? Ja, sagt die Kasse, du kannst dir einen Trostpreis drüben aus dem untersten Regal aussuchen, ne? Was war bitte das? Der Song oder was? Wir reden darüber. Ich möchte ein großes Kompliment machen und mich mal stellvertretend hier für eine tolle Session bedanken. Allerdings war das eine Session, wo ich viel nachgedacht habe. Ich glaube, da war ich nicht der Einzige. Denn ja, wenn man die Tagesschau sich anschaut oder auch die Zeitungen und sieht, was für wahnsinnige Menschen im Moment in der Welt draußen rumlaufen, bin ich als Familienvater beängstigt, das sage ich ganz offen, wenn man das sieht in Syrien, auch in Paris oder auch in Belgien. Deswegen lasst uns froh sein, dass wir in Köln den Karneval haben, dass wir an einem Abend so wie heute für ein paar Stunden einfach mal abschalten können, bisschen Spaß haben und Blödsinn machen. Vielen Dank fürs Zuhören. Köller Alaf. Dankeschön. Guido Kanz. Und ich glaube, er hat ganz bestimmt eine Rakete verdient. An die Gewehre, Kommando 1, 2, 3, Peng. Kommando 1, 2, 3, Peng. Kommando 1, 2, 3, Peng. Und es ist immer wunderbar, wenn hier die beiden quasi ein musikalisches Zwiegespräch führen. Unser Guido Kanz mit unserem Orchesterleiter Markus Quoth. Lieber Markus, lieber Guido, nehmt jeder einen Orden entgegen und dreimal von Hetze, Kölle! Orchester Markus Quoth. Guido Kanz. Herzlichen Dank. Sein Gesicht kennt man, seine Stimme kennt man auch, nicht nur in Köln, sondern auch in der Umgebung. Und er hat 5 hervorragende Musiker um sich geschart. Hier ist die Mickey Brühlband. Fastelavond zusammen, hallo. Das geht vorbei, das ist nicht schlimm, das ist doch alles kein Problem. Wenn du denkst, alles war mir, ja, der Krieg muss schon wieder hin. Das geht vorbei, das ist nicht schlimm, das ist doch wenn du denkst, alles war mir, schon wieder hin. Jotjelang komm ich von meiner Arbeit heim, da laune Briefe küsse dich. Ich will aus aller Wolke, als ich lese Mord, mein Schatz, ich verlasse dich. Ich war ganz blatt und bin ich flück, bin klein für mich. Und all die Jungen an der
ich ein paar Wochen dann mit anderen drauf. Da hab ich wieder neue Mond. Und wie sie mich dann endlich alle Händchen noch, da darf ich mir jung geht das Jod. Da rollt sich das ganze Leben, ist ja nix wie bei mir. So komm ich in der Arm und Mai, da kann doch keiner jetzt dafür. Das geht vorbei, das ist nicht schön, das ist doch alles kein Problem. Wenn du denkst, alles über mich, ja, dann kriegen wir schon wieder hin. Das geht vorbei, das ist nicht schön, das ist doch alles kein Problem. Wenn du denkst, alles über mich, ja, dann kriegen wir schon wieder hin. Wo bringt es mich dich einmal an den Himmelstor? Dann singt der ganze Engelschor. Das seid ihr, das geht vorbei, das ist nicht schön. Wenn du denkst, alles über mich, schon wieder hin. Das geht vorbei, das ist nicht schön, das ist doch alles kein Problem. Wenn du denkst, alles über mich, ja, dann kriegen wir schon wieder hin. Das geht vorbei, das ist nicht schön, das ist doch alles kein Problem. Wenn du denkst, alles über mich, ja, dann kriegen wir schon wieder hin. Ja, dann kriegen wir schon wieder hin. Ja, dann kriegen wir schon wieder hin. Wir haben uns gedacht, vielleicht ist in dieser wunderschönen Stadt noch Platz für eine klitzekleine Ballade. Ein kleiner Applaus, ich habe ein paar Freunde mitgebracht. Jamie Davis und der Kalker Kindermittagstisch. Und wir würden gerne mit euch zusammen jetzt einen kleinen Marsch machen über die Deutzer Brücke. Yeah. Ich möchte zu Fuß nach Köln, ja. Und der Düxer Brück blieb ich da mit Augen Lure über der Ring. Ich muss mich Stadt, mein Köln sehen. Ich bin hier aufgewachsen in der Stadt am Ring. Und hier will ich auch bleiben und lebe bis zum Ende. Hier wird man aufgenommen, hier wird und Glück gedrückt. Das geben mir Glück mit nem Blick zurück. Ich möchte zu Fuß nach Köln, ja. Und der Düxer Brück
Ja, ich muss mich stolz mich können sehen, denn ich bin stolz darauf, der Kölsche zu sehen. Ihr Lieben, ihr seid einfach fantastisch. Wir wünschen euch noch eine super schöne Rosenmontag. Feiert noch richtig und wir sagen Danke schön. Auf Mickey Brühl, Dreimer von Etzel, Kölle! Mickey Brühl Band, Kalker Kindermittagstisch. Herzlichen Dank, Martha de Fortgut. Es gibt manchmal das Vorurteil, dass Karneval nur Trinken ist. Daher ist es ausgefeilt und eine tolle Leistung, wenn man dies durch Übertreibung parodiert. Wir freuen uns daher jetzt auf meinen Kollegen, den Sitzungspräsidenten. Ja, liebe Narrinnen und Narren, weil Sie können sich gar nicht vorstellen, wie sehr sich mein hopfenummanteltes Präsidentenherz freut, Sie heute hier in so großer Zahl versammelt zu sehen. Dieser Anblick lässt mir braune Tränen der Rührung in meine Augen schießen, durch die Sie auf diesem Wege 2 Flaschen Jägermeister ihren Weg hinaus in die Freiheit bahnen. Aber, liebe Herren und Herren, warum bin ich so ergriffen? Weil ich Angst hatte, ich müsste hier heute ganz alleine mein Feierabendbier trinken. Wissen Sie, es gibt Männer, die können nicht pinkeln, wenn einer dabei steht. Und ich kann nicht trinken, wenn keiner dabei steht. Kleiner Gruß aus der Küche. Liebe Herren und Herren. Oh, bin ich am Arsch, ey. Nein, liebe Herren und Herren, man will doch zeigen, was man am Glas drauf hat. Kennen Sie die Bilder von diesen Hunderennen, wie unruhig die magersüchtigen Köter da vor dem Stach debil jaulen mit sammelnden Läpsen mit ihren Hufen scharren und darauf warten, dass sie endlich hinter diesem bescheuerten Stoffhase hier laufen können. So bin ich, wenn ich in eine Kneipe komme. Der Köbis ist mein Stoffhase. Da will ich mich mit den Besten messen. Das geht zu Hause einfach nicht. Da habe ich doch nur meine Frau. Die fällt mir ja schon in Delirium, wenn sie sich abends die Knie mit Franz Branntwein einreibt. Nein, und deswegen, liebe Herren und Herren, deswegen freue ich mich ja so, dass wir uns heute hier schön zusammen den Kessel verplomben, weil das ist doch beileibe nicht mehr selbstverständlich, dass sich die Leute noch persönlich treffen. Die sitzen lieber den ganzen Tag mit dem pfiffigen Gesichtsausdruck eines Kalbes vorm Bolzenschussgerät. Sitzen die zu Hause bei Facebook und warten drauf, dass sie endlich einer anstupst. Ihr lieben Leute da draußen am Bildschirm, wenn ihr körperliche Nähe sucht, dann kommt auf unsere Sitzung. Da wird geschunkelt bis zum Schleudertrauma. Unsere Stammgäste bringen sich mittlerweile ihre eigene Halskrause mit. Und letztes Jahr hat sich einer so blöd zwischen den Sitzbänken verkeilt, den haben sie mit der Hydraulikschere rausgeholt. Das ist das richtige Leben. Anstupsen ist für Weicheier. Wer andere Leute anstupst, der trinkt auch Klausthaler Schorle.
Es gibt Tage, da wirst du nicht richtig voll. Liebe Damen und Herren, auch der Karneval hat Facebook für sich entdeckt. Das sieht man zum Beispiel am Kölner Sessionsmotto. Das kennen wir alle. Social Jack, kunterbunt vernetzt. Ja, Entschuldigung, aber das hört sich doch an wie ein Übungssatz beim Logopäden. Als das Motto verkündet wurde, da haben da ganz viele gedacht, um Gottes Willen, jetzt haben sie beim Festkomitee die Medikamente eigenmächtig abgesetzt. Da kann man ja ruhig sagen, ist ja keiner vom Festkomitee hier. Liebe Damen und Herren. Nein, aber, liebe Herren, ich will an der Stelle ausdrücklich eine Lanze für das Festkomitee brechen, weil das Motto soll einfach die jungen Leute wieder für den Karneval begeistern. Und das ist wichtig, liebe Herrinnen und Herren. Wir brauchen die ganz jungen Leute. Ich will auf unseren Sitzungen endlich wieder 50-Jährige sehen. Nein, aber, liebe Herren und Herren, das mit den jungen Leuten ist leichter gesagt als getan, weil viele junge Leute sagen mir, nee, das ist nichts für uns, im Karneval gibt es nur alte Männer. Und da sage ich ganz klar, das stimmt nicht. Wir haben noch alte Frauen. Nein, das ist so wahr, wir haben eine ältere Dame bei uns im Verein, die kennt Jopi Hesters noch von der Einschulung. Und zwar als Klassenlehrerin. Nein, und deswegen, liebe Herren, brauchen wir die jungen Leute. Und da haben wir jetzt auch schon erste schöne Erfolge zu verzeichnen, liebe Herren und Herren. Wir haben jetzt einen ganz jungen Burschen bei uns im Verein, hochtalentiert am Glas. Der hat mit 16 schon unseren kompletten Elferrad in der Notaufnahme gesoffen. Und er macht jetzt bei uns im Verein ein freiwilliges asoziales Jahr. Der Junge heißt übrigens Karl-Heinz. Das ist ein Name, der macht dich in dem Alter sehr einsam. Nein, aber unser Karl-Heinz, liebe Herren und Herren, muss man sagen, ehrenamtlich mit ganz starkem Engagement. Messdiener ist er sogar auch noch. Und dabei ist er noch nicht mal besonders religiös. Ungefähr so religiös wie der Mann in dem Witz, vielleicht kennen Sie den ja auch. Ein Mann fährt durch Köln, ist total nass geschwitzt, weil er hat einen ganz wichtigen Termin, aber er ist viel zu spät dran und er findet keinen Parkplatz. So, und in seiner Not guckt der Mann jetzt hoch in den Himmel und fängt an zu beten. Lieber Gott, wenn du mir jetzt einen freien Parkplatz zeigst, ich schwöre dir, ich gehe jeden Sonntag in die Kirche und ich trinke nie wieder Alkohol. Und wirklich, puff, wie durch ein Wunder taucht plötzlich vor ihm ein freier Parkplatz auf. Da guckt der Mann wieder hoch in den Himmel und sagt, hör mal, hat sich erledigt, ich habe einen gefunden. Nein, also wie gesagt, liebe Damen und Herren, der Karl-Heinz, wirklich der größte Vereinsmeier, den ich kenne. Und deswegen hätte er jetzt auch bei uns im Verein von mir die Kasse übernommen, weil mich hat das neue System einfach fertig gemacht. Wenn du heutzutage eine Rechnung überweisen willst, dann musst du eine 200-stellige IBAN-Nummer eintragen. Ja, da kannst du für jede Überweisung einen Tag Urlaub nehmen. Na, wissen Sie, ich habe 15 Jahre gebraucht, um meine Kontonummer auswendig zu lernen. Na, nächstes Jahr wollte ich mich an die Bankleitzahl rantasten. Na, aber Hauptsache, es ist alles geregelt.
Das Rauchen auf den Sitzungen haben sie uns auch noch verboten. Mittlerweile sind vor deutschen Festzelten mehr Menschen erfroren als am Mount Everest. Demnächst verbieten sie uns sicher auch noch das Atmen, weil Passivatmen tödlich sein kann. Ich meine, gut, wenn ich am Rosenmontag neben unserem Zugleiter stehe, mit seiner explosiven Mischung aus Kölsch, Zwiebelmett und Ernte 23, dann frage ich mich auch, wer hat dich denn ohne Umweltplakette reingelassen? Nein, liebe Herren, unser ganzes Leben wird kaputt reguliert. Für jeden Driss gibt es mittlerweile Regeln. Nur ein besonders beklopptes Beispiel hatte ich letztens im Bundesreisekostengesetz gelesen. Ich zitiere: Stirbt ein Bediensteter während einer Dienstreise, so ist die Dienstreise damit beendet. Liebe Herren und Herren, nein, alles wird uns von der Politik verboten. Und da ist es doch kein Wunder, dass gerade die ganz jungen Leute gar nicht erst wählen gehen. Ich meine, gut, die sind natürlich auch schon mit dem Wahlvorgang überfordert. Da liegt ein Stift in der Kabine. Ja, die wissen doch überhaupt nicht mehr, was das ist. Die fotografieren mit ihrem Handy den Stimmzettel ab und werfen danach ein Telefon in die Urne. Übrigens an der Stelle kleiner Tipp: Wenn Sie selber beim Wählen auch mal ein bisschen Spaß haben wollen, stecken Sie einfach mal den Kopf aus der Wahlkabine raus und rufen dann ganz laut: "Das Klopapier ist alle." Und aus Erfahrung kann ich Ihnen sagen, die Wahlhelfer sind so überrascht, die haben beim nächsten Mal alle einen Teller mit 50-Cent-Stücken um den Tisch. Aber ich sage Ihnen ganz ehrlich, liebe Herren, ich gehe beim nächsten Mal auch nicht mehr wählen, weil ich wüsste nicht wen. Entschuldigung, aber guck dir doch mal die SPD an. Ja, wen haben sie denn heute noch? Andrea Nahles und Sigmar Gabriel. De Biene Meier und der dicke Willi. Wobei ich jetzt noch nicht mehr wüsste, wer ist. Und in der CDU sieht es auch nicht besser aus. An der Stelle kleine Anekdote. Treffen sich Annette Schavan und Ronald Pofalla im Magen der Kanzlerin. Da sagt die Schavan: "Um Gottes Willen, ich glaube, die Merkel hat mich gefressen." Sagt der Pofalla: "Kann ich nicht beurteilen, ich bin von der anderen Seite reingekommen." Herrliche Bilder. Nein, liebe Damen und Herren, und damit verabschiede ich mich dann hier aus der Bütt mit dem Motto für die nächste Session: ob bunt vernetzt, ob social jack, der Hauptsache ist ein Bier, das schmeckt. In diesem Sinne, Alaf zusammen. Ja, liebe Freunde des Kölschen Fasteleers, ist es nicht schön, mal wieder einen neuen Redner und das auch noch in der Bütt zu haben. Seit 3 Jahren ist er dabei. Unter dem Namen Sitzungspräsidenten verbirgt sich Volker Weininger. Dreimer von Hetze, Kölle. Volker Weininger, WDR. Herzlichen Dank. Seit über 24 Jahren kredenzen Sie uns jedes Jahr neue Melodien und eingängige Melodien, sodass wir sofort mitsingen können. Hier sind die Räuber! Einen
wunderschönen guten Abend. Die Räuber grüßen euch. Am Samstag war wieder ein Tanz angesagt und jeder, der kommt, war dabei. Die Müllers, die Meyers, die Lehmanns, der Schmitz, aus Nippes zu Jankelheim. Die Musik, ja, die war halt um 10 Uhr blau und auf einmal Satan der Beat. Ach Rita, komm, lass mal ins Tanze, ja, ins Lure, ob es immer noch geht. Und jetzt bin ich zusammen, am Eilstein ist Musik, am Eilstein ist Tanz. Ja, da packt da dicke Rita, der Fridolin, am Eilstein ist Musik, am Eilstein ist Tanz. Ja, da packt da dicke Rita, der Fridolin am Tralalalala. Und links und rechts oder rechts und links, das sieht super aus. Jetzt kommt auch der Heinrich so richtig in Form. Vorbei waren alles in Pink. Und er sagt, Man müsste noch mal 90 sein. ja, da fiel ihm die Brillen da weg. Der Töner aus City, da tanzte mit dem Jung, so wie früher mit Schwung durch das Saal. Und Rudi, der Geiger, ja, der stimmte grad an, der Tango, Kriminal. Am Eilstein ist Musik, am Eilstein ist Tanz. Ja, da packt da dicke Rita, der Fridolin. Am Eilstein ist Musik, am Eilstein ist Tanz. Ja, da packt da dicke Rita, der Fridolin. Am Eilstein, ihr seid dran. Jawohl, ja, da packt Ganz kräftig. der Fridolin. Am Eilstein ist Musik, am Eilstein ist Tanz. Ja, da packt da dicke Rita, der Fridolin am Tralalalala. Jawohl! So, lieb, und jetzt möchten wir mal so wirklich Social Jack mit euch sein. Und es wäre schön, wenn ihr jetzt einmal die Unhöflichkeit hättet, eure Handys aus den Taschen zu holen. Denn wir wollen jetzt den Gürzenich in ein wunderschönes Lichtermeer verwandeln. Und das geht nur mit eurer Mithilfe. Denn genau das, was wir hier gerade mit euch machen und ihr mit uns, das ist Heimat. Oh ja, das sieht schön aus. Das ist Heimat, das ist Köln, Ruhr und Witz, zwischen Heimat, Dom und Heimat, haben wir Kölsche, das Paradies. Das ist Heimat, das ist Heimat, das ist Köln, Ruhr und Wies,
Das Gefühl, wenn ich an Köln denk, kriegst du nicht Geschenk. Das ist Heimat, das ist Heimat, das ist Köln, Rot und Weiß, zwischen Heimat, Dom und Heimat, haben wir Kölsche, das Paradies. Hast du auch den Ehenart, das ist was dich Ehen macht, wie so's Trümmer abgebaut und manch Fleck hat sie versaut. Doch den Ziel, die Tradition ist für ewig Dinge du. Du bist Kölner und eins ist gewiss, du bist ein Paradies. Das ist Heimat, das ist Heimat, das ist Köln, Rot und Weiß, zwischen Heimat, Dom und Heimat, haben wir Kölsche als Paradies. Komm, sing mit uns, das ist Heimat. Der Wahnsinn zwischen Heimat. Haben wir. Und jetzt möchten wir alle eure Arme in der Luft sehen. Das ist Heimat. Das ist Heimat. Das ist Köln. Rot und Weiß. Zwischen Heimat, Dom und Heimat. Ja, da haben wir Kölsche, das Paradies. Das ist Köln, Rot und Weiß. Wir sind die Räuber und ihr seid Heimat. Wir sagen Dankeschön und auf Wiedersehen. Habt noch viel Spaß. Und malet Jost! Auf die Räuber, Dreimer von Hetzel, Köln! Räuber! Festkomitee! Herzlichen Dank!
zu einer kölschen Sitzung gehört natürlich ein Traditionschor. Hier ist die Prinzengarde der Stadt Köln. Leben Karl-Heinz, du hast das Wort. Danke, Joachim. Meine verehrten Damen, meine Herren, liebe Fastelovensjäcke, hier im Saal und draußen an den Bildschirmen, die Prinzengarde Köln wünschen eine tolle Sitzung mit viel Stimmung und Schwung. Unter solchen CE zur Regiment-Spielmannzucht unter der Leitung von Andreas Schleiken. Andreas, lass Jan. Aufstellung zum Mariechentanz. Marieche, Tanz!
Joachim, das war Herzlichen Dank für diesen tollen Aufzug. Lieben Karl-Heinz, du hast wieder das Wort. Schmiss das Schmölzchen raus. Prinzenjade, Stillstand, rechts um, Abmarsch. Ja, liebe Freunde, die Parodie ist quasi schon fast eine Spezies, die ausgestorben ist, aber es gibt ein Trio, was dies seit 35 Jahren in hervorragender Weise immer wieder mit Varianten dargeboten hat. Und diese spielen um Huhn und Hahn, um Hohn und Hahn. Hier sind Blom und Blömscher. Wir wünschen einen recht schönen guten Abend. Bei unserem Hühnerhof ist einiges los. Unser Hahn ist in all den Jahren ein bisschen verrückt geworden. Und er ist durchgeknallt und vor allen Dingen durchgebrannt mit all dem Geld, was er so hat. Und wir stellen uns natürlich berechtigterweise die Frage, wer soll das bezahlen? Wer hat das bestellt? Wer hat so viel Pinke, Pinke? Wer hat so viel? Da könnt ihr unsere Hanne. Hallo Freunde! Wer soll das bezahlen? Wer hat das bestellt? Wer hat so viel Pinke, Pinke? Wer hat so viel Geld? Ich kann das bezahlen. Ich hab so viel Geld. Der Herr Millebär, guck mal an. Ich hab nur. Kannst du uns vielleicht sagen, wo du jetzt herküsst? Aus der Schweiz. Aus der Schweiz? Mit Zwischenstopp Landsberg am Lech. Was machst du bitte schon in der Schweiz? Und was ist Landsberg? Das ist der Klingelputz von Bayern. Ja, und ganz ehrlich, du machst doch ja keine Kies. Was machst du denn? Guck mal, was ich in der Schweiz Kies gemacht habe. Ich habe da einen kleinen Steuersparvertrag abgeschlossen. Was hast du? Ich habe mir etwas nebenbei verdient. Ja, und jetzt? Ja, jetzt ist der Sparvertrag aktuell und ich muss ab in der Bau. Okay! Hey. Wir klatschen in die Hände und machen hier den Gefangenenchor vom Jürzenich. Das Finanzamt stand vor meiner Tür, deine Wohnung, die durchsuchen wir. Was soll das? Und jetzt seid ihr dran. Was soll das? Ich hab mich selber angezeigt. Ich finde, dass ihr übertreibt. Was soll das? Und jetzt seid ihr dran. Was soll das? Das muss alles nicht vollständig sein. Deshalb tut ihr mich dafür ein. Was soll das? Und noch einmal. Was soll das? Womit hab ich das verdient, dass der Richter mich blöde ankriegt? Warum hat man mich nicht wenigstens gewarnt? Hätte mich auf Bewährung verknackt, hätte ich vielleicht nichts gesagt. Wäre zwar schockiert, wahrscheinlich hätte ich's noch kapiert, aber er hat ja gleich ernst gemacht. Hallo Freunde, euer Uli! Der Uli, der Herr Hoeneß. Haben Sie das also wirklich, wer hätte das gedacht? Der Mann sitzt im Gefängnis, ne? Ganz ehrlich, bei Uli Hoeneß denke ich an eins. Ihr kennt die Lieblingsband von Uli Hoeneß? Ne?
Münchner Freiheit? Ja, ganz so schlecht hat er es ja nicht, ne? Er darf ja raus, er ist ja freigegangen und am Nachmittag muss er zurück. Dann singt seine Frau, Susanne, ihm dann ein Lieblingslied von seiner Band. Ohne dich schlaf ich heute nicht allein. Früh am Abend musst du wieder rein. Dann vertritt dich hier in vollem Glanz dein Freund, der Kaiser Franz. Das ist gemein, ne? Aber naja, gut. Wie war das mit dem Schaden und dem Spott? Ich sage euch ganz ehrlich, wir kommen aus Köln und ich freue mich auch ganz klar. Die singen über uns. Ihr seid nur ein Karnevalsverein. Ich sage lieber in Köln geboren als Bayern-München-Fan. Das ist einfach so, ne? Ja. Wo sind die Lokalpatrioten? Ich merke es. Die Leute sind verrückt hier in Köln. Tolle Kostüme. Bei uns in Köln geht man gleich nach dem zweiten Weihnachtsfeiertag zu diesen großen Kaufhäusern. Deiters, Karnevalswirts. Und es werden sich tolle Kostüme ausgesucht. Nur manchen scheint das nicht zu reichen. Die gehen vor einer Kostümsitzung jetzt noch zum Arzt. Hey, ja? Was meinst du, Lippen aufspritzen? Nee, das ist Prunksitzung. Ich meine Kostümsitzung, hör mal. Aber es verändert sich was, oder? Merken Sie es nicht? Wie war das noch gestern? Thema Kostüme und Schönheitschirurgie. Wer war ich noch gestern? Die Antwort weißt nur du, weißt nur du. Gehst du noch zum selben Doktor, der dich schon seit Jahren operiert? Oder einmal mehr zu Deiters, der dir die Kostüme präsentiert? Siehst du dann aus wie ein Fremder, ist es wirklich keine Fantasie? Mir erscheint die ganze Welt verrückt, denn du bist glücklich wie noch nie. Und eine neue Nase ist wie ein neues Leben. Na, 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 na. Was einmal war, ist vorbei und vergessen und zählt nicht mehr. Hast du eine rote Nase an, kannst du feiern und hast Spaß daran. Guck nur, dass man mit der Nase alles außer atmen kann. Dankeschön. So, ihr Lieben, das war's von unserer Seite. Wir wünschen euch noch eine wunderschöne Abend hier. Wir wünschen euch zu Hus noch eine wunderschöne Rosenmontag. Wir sagen Dankeschön und Tschüss. Blume sind jetzt für ein Herz. Blume schenkt der kleinste Fett. Schenk auf Dinger aber Blümchen. Blume sind jetzt für ein Herz und eine Rock. Blume sind jetzt für ein Herz. Blume schenkt der kleinste Fett. Schenk auf Dinger aber Blümchen. Blume sind jetzt, Blume sind jetzt, Blume sind jetzt für ein Herz. Auf Wiedersehen. Nimmt den Orden entgegen und von eurem Publikum eine Rakete an die Gewehre. Kommando 1, 2, 3, A, hey. Kommando 1, 2, 3, A, hey. Kommando 1, 2, 3, A, hey. Seit 30 Jahren versprühen sie Freude hier auf unseren Bühnen in Köln. Und jedes Jahr servieren sie uns einen neuen Hit. Hier sind die Paveier.
Pfefferweiher wünschen euch erstmal einen wunderschönen guten Abend und wir begrüßen recht herzlich die ganze Fastelovenzecke hier im Hohen Gürzenich zu Köln. Nobe zusammen! Ich habe mal direkt eine Frage. Ist dann hier noch Fasteloven-Stimmung? Okay, dann würde ich sagen, ihr da, ihr sitzt auf von den Stühlen, denn here we go! Das geht vorbei, das ist nicht schlimm, das ist doch alles kein Problem. Wenn du denkst, alles in der Menge, ja, dann kriegen wir schon wieder hin. Auf geht's, hey! Junggelau komm ich von meiner Arbeit heim, da lerne Brief und Küche dich. Ich will aus alle Wolke, als ich lese Mord. Mein Schatz, ich verlasse dich. Ich war ganz platt, bin ich Glück in der Kleid für Mingatü. Und all die Jungen an der Tee, die beten nur zu mir. Das geht vorbei, das ist nicht schlimm, das ist doch alles kein Problem. Wenn du denkst, alles um mich, ja, dann kriegen wir schon wieder hin. Das geht vorbei, das ist nicht schlimm, das ist doch alles kein Problem. Und wenn du denkst, alles um mich, ja, dann kriegen wir schon wieder hin. Und bringe Pech die Schämer an den Himmelstor, dann singt der ganze Engelschor. Und das seid ihr jetzt. Das ist. Das ist doch. Und wenn du denkst, alles wird am Eng. Jetzt genau, das geht vorbei. Das ist nicht schlimm. Das ist doch alles kein Problem. Wenn du denkst, alles wird am Eng. Ja, dann kriegen wir schon wieder hin. Das geht vorbei, das ist nicht schlimm, das ist doch alles kein Problem. Wenn du denkst, alles wird weg, ja, dann kriegen wir schon wieder hin. Ja, dann kriegen wir schon wieder hin. Ja, dann kriegen wir schon wieder hin. Dankeschön. Ja, ihr Lieben, es gibt so ein paar Dinge im Leben, die kann und die muss man nicht erklären, weil die sind so, wie sie sind, genau, richtig und schön. Und eine Sache, die ist ganz besonders schön, denn die verbindet uns alle, die wir hier stehen, auf diese ganz magische Art und Weise. Und das ist die große Liebe für eure und für unsere Heimat. Macht es euch gemütlich. Heimat ist. Ob der Welt noch ganz neu klingen an die Uhr, Kölsche Töne und die Töne, ja, die Pfingste schön. Und dort so gesellt sich dann Drum- und Blasmusik und ich Mann drück dich ganz fest und dann singt sie mit. Heimat ist ja nicht bloße Wort, du. Heimat ist, wo du nicht abseits stehst. Heimat ist die Sprache und sind die kölsche Lieder. Heimat ist da, wo du glücklich bist. Schön. Und den Sinn die geht Glück, Kita und der Schuld, jetzt die Liebe Flöck gerannt, mit ihr noch Standesamt. Geburtstag, Kirmes fast leer, der Planer ist nie leer. Und mit Jode Freunde feldet, 4 Jahre nicht schwer.
Das stimmt. Heimat ist ja nicht bloß ein Wort nur. Heimat ist, wo du nicht abseits stehst. Heimat ist die Sprache und sind die kölsche Lieder. Heimat ist da, wo du glücklich bist. An der Theke und im Zug, du kennst dich aus der Kneipe mit nem Kölsch, da kriegt man dich schlecht raus. Wenn es einmal in der Woche, dann rief Koche jetzt, oh lecker, so wie früher bei der Mom, dann weht der Abend lang. So ihr Lieben, ihr seid dran. Heimat. Super. Heimat ist die Sprache und sind die kölsche Lieder. Heimat ist da, wo du glücklich bist. Heimat ist da, wo du dich auskennst. Heimat ist, wo du die Straße gehst. Die ans Leben von der Wiege bis zur Bahre. Heimat ist, wo du verstanden bist. Heimat ist dort, wo du glücklich bist. Singt alle mit uns. Heimat ist dort, wo du glücklich bist. Da wo du glücklich bist. Liebe Freunde des Kölschen Fasteleers, ich darf jetzt einen Redner ankündigen und man weiß nie, steht da einer auf der Bühne oder stehen zwei auf der Bühne. Jetzt kommt der frecheste Affe von ganz Deutschland. Es ist Willi und er hat den Klaus mitgebracht. Hier sind Klaus und Willi. Guten Abend zusammen. Also wir haben es Gott sei Dank noch rechtzeitig hierhin geschafft. Der Straßenverkehr ist wieder grausam. Oh. Ja. Und ich hatte zusätzlich auch noch die ganze Zeit so einen bescheuerten Drängler hinter mir. Was ist das denn? Ein Drängler. Das sind Leute, die fahren Stoßstange an Stoßstange hinter dir her. Aha. Und dabei habe ich extra einen von diesen Aufklebern. Wenn Sie das jetzt lesen können, fahren Sie zu dicht auf. Ich hatte gestern einen Motorradfahrer vor mir, der hatte so was Ähnliches auf seiner Jacke stehen. Was stand denn da? Wenn Sie das hier lesen können, ist meine Frau runtergefallen. Ui! Darf ich vorstellen, das ist die Generation Handy. Ach, ich mache doch immer nur Selfies. Oh, er macht nur Selfies. Leute, die Selfies machen, die kann man ja immer schon auf 100 Meter Entfernung erkennen, weil die ihr Handy so am ausgestreckten Arm halten. Nur die unter 40-Jährigen. Ich habe auch schon Ältere gesehen, die da so stehen. Ja, weil die sonst die Texte nicht erkennen können. Nee. Ein ganz großer Fan von Selfies ist zum Beispiel Rainer Kallmund. Aber es deprimiert ihn. Wieso? Er kriegt sich nie ganz drauf. Dagegen könnte man ja was tun. Er lässt sich jetzt operieren. Magenverkleinerung. Nee, Armverlängerung. Nee. Trotzdem. Du bist doch die Generation Handy-Daumen. Handy was? Handy-Daumen. Das nennt man so. Wenn man zu viel schreibt, kriegt man Probleme mit dem Gelenk. Handy-Daumen. Ja. Wirklich. Leute, die zu viel Tennis spielen, bekommen ja auch einen Tennisarm. Wer unter Tage arbeitet, bekommt eine Staublunge. Es gibt doch Geflügelzüchter, die haben Hühneraugen.
Köche mit akuten Knoblauchziehen, Schornsteinfeger mit einer besonderen Form der Verstopfung, wie heißt die? Dachstuhl. Und es gibt nicht wenige Verkehrspolizisten, die hinter ihren Radarpistolen erkranken. Woran? Bullaugen. Vorsicht. Keine Scherze mit der Polizei. Er hat Ärger gehabt letzte Woche. Er ist hier quasi unten aufgegriffen worden wegen Wildpinkelns. Ich musste so dringend. Da stellt man sich trotzdem nicht an den Gürzenich. Ich habe ja bezahlt. Was hat die Anzeige denn gekostet? 19,30 Euro. Warum so ein krummer Betrag? 70 Cent Gutschein von Sanifair. Hätte ich ein bisschen aufpassen können, ich habe den Polizisten noch nicht gesehen. Der kam um die Ecke und schrie sofort aufhören und einpacken. Aber den habe ich dran gekriegt. Wieso? Eingepackt habe ich aber aufgehört? Nö, ja. Trotzdem, pass doch ein bisschen auf. Irgendwann brauchst du die Polizei mal und dann kommen sie vielleicht nicht. Ach, habe ich schon erlebt. Im Ernst? Ich habe mal die 110 angerufen. Ich habe gesagt, Hilfe, das ist ein Notfall, kommen Sie schnell, hier prügeln sich 2 Mädchen. Sagt er, wieso prügeln die sich denn? Ich sag, die schlagen sich um mich. Sagt er, ist doch kein Notfall. Ich sag, doch, die hässliche gewinnt, hau rein. Super. Darf ich mal fragen, kommt irgendwann mal der Tag, welcher Tag? Der Tag, an dem du öffentlich zugibst, dass ich von uns beiden der Intelligentere bin? Ja, dieser Tag wird kommen. Und das wird ein ganz besonderer Tag. Wieso? An dem Tag feiert Lothar Matthäus silberne Hochzeit. Wladimir Putin bekommt den Friedensnobelpreis. Helmut Schmidt wird Nichtraucher des Jahres. Der FC Bayern München steigt in die 2. Liga ab. Und die schwangere Alice Schwarzer landet mit ihrem Lebensgefährten Silvio Berlusconi auf dem Flughafen Berlin-Brandenburg. Warst du mal in der Köln-Arena, wenn die Proppe voll ist? Ja, letztes Jahr im Frühjahr. Na, weißt du ja, was ich meine. Wer war denn da auf der Bühne? Der Erdogan. Moment. Du warst hier in Köln auf der Wahlkampfveranstaltung mit dem türkischen Staatspräsidenten Recep Erdogan, the voice of Turkey. Zu Deutsch die Stimme des Truthahns. Sag mal, da war doch die Hölle los. Tausende von Menschen und alle schrien Türkei, Türkei, Türkei. Du auch? Nee, ich hab geschrien Cola Bier, Cola Bier, Cola Bier. Hattest du so einen Durst? Nee, aber hätte ich Drecksack geschrien, hätte ich eins in die Schnauze gekriegt. Hast mich immer noch nicht verstanden. Ich dachte mehr an eine Musikveranstaltung. Mittlerweile kriegst du ja die Hallen auch gefüllt, allein mit deutschem Schlager. Sag nicht deutscher Schlager. Wieso? Da kriege ich wieder Albträume. Man kriegt keine Albträume von deutschem Schlager. Doch. Letzte Nacht war es besonders schlimm. Was hast du denn geträumt? Ich lag im Bett. Links neben mir Andrea Berg. Rechts neben mir Helene Fischer. Und ich in der Mitte. Oh. Wo ist das Problem? Ich war Patrick Lindner. Oh. Ja, aber das sind doch die beiden erfolgreichsten. Also die Berg und die Fischer haben alleine den Erfolg, den vor 30 Jahren die komplette Riege der deutschen Schlagerstars zusammen hatte. Ach, wenn ich das schon höre, die deutschen Schlagerstars. Was war denn an denen deutsch? Ich verstehe die Frage nicht. Wenke Mürre ist aus Norwegen, Sif Malmquist aus Schweden, Gitti ist Dänin, Adamo Belgier, Costa Cordalis Griechin, Nino De Angelo Italiener, Julio Iglesias Spanier, Mireille Mathieu Französin, Ivan Rebrov Russe, Karen Gott Tscheche, Vico Torriani Schweizer, Senil Rossi Argentinier und Howard Carpen der Südafrikaner. Und aus unserem Land war gar keiner dabei. Doch, der Drafi, der war Deutscher. Ja, und was haben die gesungen? Deutsche Texte über Liebe, über Urlaubsreisen. Und wo sind die hingeflogen? Die rote Sonne von Barbados. Hinter den Kulissen von Paris. Akropolis, adieu.
Der Einzige, der vom Urlaub an der Nordsee gesungen hat, war der Drafi. In welchem Lied? Weine nicht, wenn der Regen fällt, Amdam, Amdam. Ja, aber viele von den alten Strategen sind doch immer noch da. Zum Beispiel auch so einer wie Roberto Blanco. Der ist aus Kuba. Ja, der ist aus Kuba. Ich weiß noch, dass der Ärger mit dem Gerichtsvollzieher hat. Der Kuckuck und der Esel, die hatten einen Streit. Das ist nicht lustig. Was ist denn, wenn der im Gefängnis landet? Da kann ich ein altes Lied singen von Howard Carpendale. Was für ein Lied? Und für ewige Zeit lebe ich Tür an Tür mit Hönes. Hönes, ohne Fokus. Oder Peter Maffay. Der ist aus Rumänien. Um genau zu sein, der kommt aus Transsilvanien. Und Conchita Wurst aus Transvestitien. Oder kennt ihr noch Heintje? Das ist ein Holländer. Ja, der hat aber Lieder gesungen, die zu ihm passen. Da lachst du dich kaputt, das nennt man Camping. Ach, wie lustig, Holland und Camping, hahaha. Ha, ha. Die Holländer haben das Camping nicht erfunden. Weiß ich, das gab es schon im alten Rom. Blödsinn. Wir haben bei uns zu Hause eine original antike Campingtoilette. Was für ein Ding? Römertopf. Naja, und das, was damals Heintje war, ist eben heute Helene Fischer. Oh. Hast du mitbekommen, sie will demnächst Florian Silbereisen heiraten? Oh. Wenn die mal Kinder kriegen, wie heißen die dann? Silberfischchen? Und weißt du, was die macht? Die steht dann abends auf der Bühne, jeden Abend, und schaut in 10.000 Gesichter. Ja, und davon 5.000 verschwitzte, sabbernde Kerle in der Grauzone zwischen Pubertät und Midlife-Crisis, die alle das Gleiche denken. Was denn? Sing, was du willst, aber beug dich weiter nach vorne. Also es ist wirklich bei ihm anscheinend nicht so in der Familie vorgesehen mit der Romantik. Ja, wie denn auch? Ich habe meinen Vater einmal gefragt, Papa, wie kriegt man Schmetterlinge im Bauch? Was hat er gesagt? Raupen in den Hintern stecken und warten, warten, warten. Soll ich dir mal sagen, was ein Romantiker macht? Ich war im letzten Jahr hier in dieser Stadt zum ersten Mal auf der Hohenzollernbrücke an dem Zaun mit den 500.000 Liebeschlössern. Die Geschichte kenne ich schon. Ja, du, aber die Leute nicht. Ihr Glücklichen. Nee, lass mich mal erzählen. Bitte nicht, halt die Klappe. Dann habe ich ein Schloss aus der Tasche gezogen. Wir haben es gemeinsam angebracht. Wir haben den Schlüssel in den Rhein geworfen. Danke, das war's. Und das macht der Hund, das macht die Mutter. Ich bin aber gar nicht fertig. Bitte nicht weiter erzählen. Halt die Klappe. Und dann habe ich mich hingekniet. Nein, nein. Und habe für meine Frau frei nach Jürgen Drews gesungen. Ich schenk dir ein Schloss, das an der Brücke hängt. Damit sag ich dir, ich hab mein Herz verschenkt. Für dich tu ich alles, was es nur gibt. Denn ich bin der Mann, der dich auf ewig liebt. War so schön. Es war so schön. Was machst du denn da? Abschleimen. Meine Frau hat sich sehr darüber gefreut. Ja, die hat sofort zurückgesungen. Du schenkst mir ein Schloss, das du an die Brücke hängst. Doch ich bleib der Boss, egal was du auch denkst. Und merke dir eines, der Kerl, der mich betrügt, ist nach dem Schlüssel der Nächste, der von der Brücke fliegt. In diesem Sinne, euch allen noch eine traumhaft schöne Sitzung hier beim Festkomitee. Danke und Tschüss sagen Klaus und Willi. Auf Klaus Rupprecht, Träger von Hetze, Kölle, Festkomitee, WDR. Herzlichen Dank, Matthias. Tschüss.
Liebe Freunde, ich darf euch jetzt ankündigen, eine neue Band. Seit 2-3 Jahren sind sie im Kölschen Fast Leer mit einem eigenen, fantastischen Sound, geprägt durch Trompete und Saxophon. Freuen wir uns auf Cool und the Gang! Schnaps, das war sein. Dann trugen die Schnaps. Dann trugen ihn die Eng. Ist das herrlich? Ich denke, Sie wissen alle, um wen es sich handelt. Um Willi. Hab ich da Brand gehört? Nee, ne? Und wir haben in unserem Milovic-Lied schon eine kleine Melodie, ein Ohrwurm, der uns schon die ganze Session verfolgt. Den möchten wir euch natürlich einpflanzen. Der geht ungefähr so. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Mit dem Lied vom Kölsche Jung. Wollt ihr das mal allein probieren? 3, 4. La la la. La 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 la. Mit dem Lied vom kleine Fetz war noch so jung und er war fast 800 Jahre alt und wohnt auf der Bühne mal im weißen Sakko, Staatsgemat, rückt das Mikro sich parat und fängt zu singen an. Es stimmt das Liedchen vom Husar an, die Arena ist am Toben. Ich stürz mich in das Gewölbe, wenn man dabei ist, wenn 15.000 Kölsche Freunde singen. Ja, das ist Gefühl. Ich han der Milovic gesehen. Er stund in Köln auf der Bühne und brat mich ganz so Fasson mit dem Lied vom Kölsche Jung. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Mit dem Lied vom Kölsche Jung. Völlig baff und fasziniert lur ich der Mann da auf der Bühne an. Wie hätte er das gemacht? Er ist fertig, doch wir wollen noch ein Lied und rufen Willi! Komm, eine Heste noch parat. Doch das, was dann kommt, das schlug mich völlig aus der Schluffe. So jetzt hat ich noch nie gehört. Er singt, ich bin ne Kölsche Jung, die halbe fängt an zu kriechen. Da fragt mich ganz aus dem Fassung. Ich han der Milovic gesehen. Er stund in Köln auf der Bühne und brat mich ganz aus dem Fassung. Mit dem Lied vom Kölsche Jung. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Mit dem Lied vom Kölsche Jung. Ladies and Gentlemen, am Saxophon, der Hein! Ich han der Milovic gesehen. Er stund in Köln auf der Bühne und brat mich ganz aus dem Fasson mit dem Lied vom Kölsche Jung. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Mit dem Lied vom Kölsche Jung. Jo, oh,
the Gang, den Namen muss man sich merken, denn sie machen eine steile Karriere. Dreimal von Hetze, Köln. Kool und the Gang, WDR. Herzlichen Dank. Was wäre eine Kölsche Sitzung ohne eine Tanzgruppe? Wir erwarten jetzt aus Köln-West, aus Köln-Löwenich, die Tanzgruppe Die Blauen Jungs. Die Jugend von Köln. Hier sind die Blauen Jungs. Ja, liebe Freunde des Kölschen Fasteleers, ist das nicht eine fantastische akrobatische Leistung gewesen von den Blauen Jungs?
Liebe Freunde, ich wechsle mal gerade die Mütze, denn die Schlägerkappe und die Helpe, oder wie man auf Hochdeutsch sagt, die Hosenträger, sind das Markenzeichen einer Gruppe. Sie wissen es auch. Hier kommen die Klingelköp. Dankeschön. So Leute, ich hab mal eine Frage. Sind wir denn alle gedolft mit 47 alle? Lass mal das zusammen singen. Wir sind gedolft mit 47 11. Wir haben mit Sorgen nix am Hut. Wir sind gedolft mit 47 11. Und jede Option. Egal wo du grad bist, doch at jeden Stadt, wo das jetzt ganz besonders ist, kaum ist der Nabelschnur getrennt, dann bist du infiziert und hast du auf den Ziel tätowiert. Wir brauchen keinen Zaubertrank, so wie Asterix. Nee, Mann, die Heimat, Jung, was sagst du jetzt? Und jetzt singen wir mit euch zusammen. Mit 47 11. Wir haben mit Sorgen nix am Hut. Wir sind gedolft mit 47 11. Und jede Illusion. Wir sind gedolft mit 47 11. Wir haben mit Sorgen nix am Hut. Wir sind gedolft mit 47 11. Und jede Illusion. La la la, la 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 la, la 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 la. Und alle! Ja la la, la 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 la, la 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 la. Ah, herrlich! Pass auf mit den Dinger! Fährst du in der Wälder raus, dann kannst du sicher sein. Egal, wohin es geht, du triffst ne Kölsche vom Ring. Uns Eigenart, die merkst du schnell. Jetzt ganz besonders ist, Leber und Leberlosse ist bei uns Gesetz. Wir brauchen keinen Zaubertrank, so wie Asterix. Leber und die Heimat, Jung, was sagst du jetzt? Reflekte und jetzt singen wir für dich zusammen. Wir sind gedolft mit 47 11. Wir haben mit Sorgen nix am Hut. Wir sind gedolft mit 47 11. Und jede Illusion. Ja, la la, la 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 la, la 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 la. Und jetzt hier, alle! Ja, la la. La 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 la, la 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 la.
auf unsere Klüngelköp, drehen wir von Hetze, Köln! Klüngelköp, Festkomitee, nimmt noch den Orden entgegen und madet Jod. Tschüss! Ich darf Ihnen ankündigen, meine sehr verehrten Damen und Herren, einen Entertainer erster Klasse, einen kabarettistischen Meister auf der Gitarre. Hier ist er, Bernd Stelter! Man kann mit Bären prima kuscheln, denn so ein Bär ist herrlich weich. Wer es einmal ausprobiert hat, will immer mehr. Ich hab 3 Haare auf der Brust, ich bin ein Bär. Hallo, schön, dass ihr alle da seid. Wie geht's euch? Ach, das war die beste Idee, heute Abend zur Karnevalssitzung zu kommen. Wunderbar. Ja, ich habe mir lange überlegt, worüber kann man überhaupt reden dieses Jahr. War denn irgendwas Witziges dabei? Ja, wenn man mal genauer hinschaut, schon. Zum Beispiel 2014 wurden in Monaco endlich Zwillinge geboren. Und eine Wurst mit Vollbart aus Österreich war beim Grand Prix ganz vorn. Ein super Jahr für Yogi, nicht so toll für Klopp. Und jeder Idiot kippt sich einen Eimer Wasser übern Kopf. Jahr 2014, da waren wir schon bekloppt. Torkameras in allen Stadien, das macht die DFL zur Pflicht. Das gilt jetzt nicht für Borussia Dortmund, denn die brauchen das ja nicht. Das war doch sonderbar. In diesem Jahr bei der nächsten Strophe habe ich mich möglicherweise ein bisschen aufgeregt und es kann auch sein, dass man das hört. Der Weltfußballer Ronaldo stellt die Trophäe ins Regal. Der hat ja Platz bei Manu Neuer. Steht da schon der WM-Pokal und das war wunderbar. In diesem Jahr von Klaus Wowereit der Rücktritt. Der war völlig freiwillig. Denn der kommt ja aus Berlin. Rausfliegen kann man da ja nicht, das war doch wunderbar. In diesem Jahr. Und dann habe ich noch eine Frage, die stelle ich mir jetzt schon seit Wochen. Seit Wochen stelle ich mir diese Frage, das beschäftigt mich. Ich habe noch keine Antwort, aber heute hier im Gürzenich. 4000 Menschen mit einem IQ von über 150. Da kommt bestimmt gleich jemand zu mir und sagt, Mensch Bernd, die Antwort ist doch völlig einfach, die ist so und so. Ich kenne die Antwort nicht, ich habe nur die Frage. Und die Frage lautet, wenn die AfD die Wahlkampfkosten jetzt erstattet kriegt, geschieht das in D-Mark oder Reichsmark? Denn Euros wollen die ja nicht, das war doch sonderbar. In diesem Jahr als ich den Chef der AfD, den Bernd Lucke, ja, Professor Dr. Bernd Lucke, zum ersten Mal im Fernsehen gesehen habe, in so einer Talkshow und danach in jeder Talkshow, habe ich so bei mir gedacht, Mensch, Bernd Lucke, Professor Dr. Bernd Lucke. Hör mal, ich habe mit dem zusammen studiert. Ja? An der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität in Bonn haben wir zusammen Volkswirtschaftslehre studiert. Bernd Lucke und ich. Professor Dr. Bernd Lucke und ich. Naja. Aus mir ist was Vernünftiges geworden. Hey. Ja, stellen wir also fest, Talkshows gucken kannst du auch nicht mehr. Hab ich mal nicht gut, guckst ein schönes, altes Unterhaltungsformat. DSDS, Deutschland sucht den Superstar. Ich sitze so vorm Fernseher. Wer sitzt da drin? Wer sitzt im Fernseher? Der sitzt da tatsächlich. Heino sitzt und die Perücke sitzt exakt neben Dieter Bohlen in der Jury, ich glaube es hackt. Sitzt darum, sagt nix und wenn dann solchen Stuss. Nein, dann doch lieber die Haselnuss.
In der ersten Werbepause war ich mir ein Bierchen holen. Ohne Bierchen ertrag ich weder Heino noch Bohlen. In der zweiten Werbepause ist's geglückt. Da hab ich auf den roten Knopf gedrückt. Nein, nein, so blau, blau, blau kann nicht gar nicht sein. Das tu ich mir nicht an, das zieh ich mir nicht rein, weil ich nicht so besoffen sein kann, dass ich die ertragen kann. In erster Linie freue ich mich, dass ihr alle da seid. Ich meine, alle, nicht nur die Hälfte. Wäre ja auch möglich gewesen, dass nur die eine Hälfte hier ist und die andere Hälfte steht noch irgendwo. Da müssen wir nur ein paar Wochen zurückdenken, da sah das ja so aus. Da fuhr kein Zug nach irgendwo, denn jemand stellt von grün auf rot das Licht. Es macht ihm scheinbar gar nichts aus. Im Bahnverkehr war erstmal Schicht. Es fuhr kein Zug nach irgendwo, alle Züge standen in voller Pracht und mich beschleicht so das Gefühl, da ist wohl einer geil auf Macht. Oh Weselski, du lässt dich gehen, siehst dich als Robin Hood der Deutschen Bahn, doch in deinen Augen hab ich was gesehen und dieses Was ist Größenwahn. Klaus Weselski, der Lord Voldemort der deutschen Lokführer, dieser sächsische Jim Knopf, was ist mir der Kerl auf den Sack gegangen? Hör mal, die haben jede zweite Woche gestreikt. Und immer wenn die fertig waren, fing Cockpit bei der Lufthansa wieder an. Dann wieder Deutsche Bahn, dann wieder Lufthansa, dann wieder Deutsche Bahn. Wenn du im letzten Jahr bei der Lufthansa Lokführer warst, dann hast du im ganzen Jahr nicht einen einzigen Tag gearbeitet. Ja, ich meine, ich habe doch nichts gegen Streikrechte, was Positives. Aber man kann es doch übertreiben, oder? Das war doch übers Ziel hinausgeschossen. Aber übers Ziel hinausschießen ist im Moment ja gerade sehr modern. In Griechenland, da waren neulich Wahlen. Doch eines will der neue Chef da nicht verstehen. Wer Schulden macht, der muss die auch bezahlen. Stattdessen lässt er uns den Mittelfinger sehen. Doch schon im März, da wird das Blatt sich wenden. Da steht Herr Tsipras vor der Tür mit Hut ganz klein. Wenn die EU-Kreditreserven enden, dann wird er sicher wieder richtig freundlich sein. Denn sonst fließt keine Kohle nach Athen. Keine neuen Steuergelder. Wer was will, muss sich benehmen. Denn sonst fließt keine Kohle nach Athen. Auf Wiedersehen. Aber wir hatten auch viele wunderschöne Momente, ganz tolle Momente. Wir hatten tolle Jubiläen. Es ist zum Beispiel genau 25 Jahre her, dass David Hasselhoff quasi im Alleingang die Berliner Mauer umgesungen hat. Queen Elizabeth II. Queen Elizabeth II. Also Themseliesel, Lisbeth II. Die hatte 60-jähriges Thronjubiläum, das muss man sich mal vorstellen. Und aus diesem Grund hat die London Times eine Umfrage gemacht, wer ist die wichtigste Frau des Jahres? And the winner is Angela Merkel. Angela Merkel laut London Times. Laut CNN Frau des Jahres, laut Forbes die mächtigste Frau der Welt. Unser Angela, die hat im Ausland einen Ruf wie Donnerhall. Wie Donnerhall. Und bei uns? Hätte die nicht mal bei Bauer sucht Frau auch nur den Hauch einer Chance, ja? Ja. Dabei wird sie immer jünger. Sie wird immer jünger. Haben Sie mal die Wahlplakate in der letzten Zeit gesehen? Auf jedem neuen Wahlplakat, zack, 3 Jahre jünger. Letztens habe ich gehört, sie ist 60 geworden. Ich wollte es nicht glauben. Auf dem Wahlplakat sah sie aus wie 34. Unser Angela schon 60. Super Geschenke gekriegt von Helmut Kohl.
ein Besteckset von WMF, 60-teilig, nur Löffel. Von Barack Obama ein neues Handy. Aber das Tollste war von Seehofer und Gabriel das exakt gleiche Geschenk. Von beiden das gleiche Geschenk. Paar neue Langlaufskier. Ursula von der Leyen, da haben sie alle gesagt, das wird mal die Nachfolgerin. Und, das hat unser Angela mitgekriegt, hat aus ihr eine Verteidigungsministerin gemacht. Jetzt heißt sie nicht mehr Ursula von der Leyen, sondern Uschi von Puff und Peng. Und seitdem die Chefin bei der Bundeswehr ist, klappt nichts mehr. Nichts mehr. Jede zweite Woche ist Pressekonferenz, weil wieder irgendein Waffensystem nicht funktioniert. Dann sitzt Flinten-Uschi wieder auf irgendeinem maroden Panzer in ihrem Maxi-Cosi mit dieser Frisur, unter der man eine Drohne verstecken kann. Da kriegt der Begriff Sturmhaube eine völlig neue Bedeutung. Und dann lächelt die bei der Pressekonferenz eine ganze Brigade Journalisten einfach so weg. Ich glaube, Ursula von der Leyen ist die einzige Blendgranate, die in unserer Armee noch funktioniert. Ja. Ja. Moment. Aber wir dürfen eins nicht vergessen, vorher war sie Familienministerin. Es kann ja auch sein, dass da Methode hintersteckt. Vielleicht ist das Absicht, kann ja auch sein, dass das so ist. Wir haben eine Verteidigungsministerin, die heißt Uschi von Puff und Peng. Familienpazifismus, das ist ihre Doktrin. Und wie das geht, verrät uns der Refrain. Wenn die Helis nicht fliegen und die Kampfjets springen nicht an, wenn die Drohnen am Boden liegen und die Panzer nicht mehr fahren, dann kann die Bundeswehr schließen und der Papa bleibt zu Haus. Dann geben wir den Wehretat für Kindertagesstätten aus. Ja sicher, warum denn auch nicht? Schließen wir die Bundeswehr, sparen wir viel Geld, eine Menge Geld. Gut, gibt es immer irgendwelche Leute, die jetzt sagen, ja Moment, dann können wir uns ja gar nicht mehr verteidigen. Ja, aber wir haben doch auch überhaupt keine Feinde. Unser ganzes benachbartes Ausland, alles Freunde. Hier die Belgier, unsere Freunde. Die Holländer, unsere Freunde. Die Düsseldorfer, unsere Freunde. Ja. Gut, irgendwer sagt dann immer Putin. Ja gut, Putin. Putin dreht am Rad. Aber es ist doch keine Gefahr, Freunde. Zwischen Moskau und Köln liegt immer noch die Autobahnbrücke Leverkusen und die ist für LKW und Panzer über 3,5 Tonnen gesperrt. Da kommen die gar nicht rüber. Putin. Ja, Putin lässt sich ja immer fotografieren für die Presse mit nacktem Oberkörper auf dem Pferd. Das ist doch nicht schön, oder? Das ist nicht, der Mann ist Staatsoberhaupt. Ich kann mich doch als Staatsoberhaupt nicht fotografieren lassen mit nacktem Oberkörper am Pferd. Macht unser Angela doch auch nicht. Ne? Aber jetzt hat er einen ganz genialen Schachzug gemacht. Putin hat vor 2 Wochen im Kreml bekannt gegeben, die Preise für Wodka werden nach oben begrenzt. So macht man das. Wenn du eine Politik machst, die man nur noch im Suff ertragen kann, dann musst du dafür sorgen, dass das Volk sich den Suff wenigstens leisten kann. Ganz im Osten liegt ein Land, es wird auch Mütterchen genannt. Seit einiger Zeit geht's da rund, denn Väterchen treibt's bunt. Die Wirtschaft steht kurz vorm Kollaps, denn es fehlen die Petrodollars, doch geht's dem Volk auch schlecht. Putin hat recht, gibt's auch Trubel, weil bald keiner mehr ein paar Rubel zum Verjubeln besitzt. Putin kriegt's geritzt. Hat das Volk nichts mehr zum Essen, dann braucht es Wodka zum Vergessen, ohne Witz. Putin kriegt's geritzt. Tritt im Fernsehen auf wie ein Super Trooper. Mit nem Pokerface wie Gary Cooper. Boah, ist der super, wenn er die Integrität anderer Länder akzeptieren tät, ohne Tricks. Dann hätte Putin es geritzt. 2018 ist die WM beim Putin. Wir müssen da ja hin. Wir müssen ja den Titel verteidigen, denn wir sind Weltmeister. Ja, das hat geklappt. Ja, das hat geklappt. Die Nationalelf, ne? Gut, die Vereinsmannschaften, da kann wirklich nur noch Bayern einigermaßen international mithalten. Ja, mir gefällt das auch nicht. Aber man darf über die Bayern auch nicht schimpfen. Ja, Bayern München ist ein guter Verein.
sportlich sehr erfolgreich, sehr sozial eingestellt. Bayern München ist sehr sozial. Gerade im Moment kümmern sie sich rührend um einen Strafgefangenen. Das muss man auch mal positiv sehen. Und unsere Vereine in NRW, die versuchen hier alles zu kopieren, was die Bayern vormachen, aber es klappt nicht. Hier, Borussia Dortmund, ja. Die sind jetzt gerade unglaublich stolz, dass sie jetzt ihren eigenen Steuerskandal haben. Aber es ist halt eine andere Qualität von Steuerskandal. In Dortmund hat halt einfach einer hinter einem Steuer gesessen, der da so nicht hingehört, ja. Aber die Schlagzeilen waren toll, oder? Lappenlos durch die Nacht. Oder sehr schön fand ich auch Per Anhalter zu den Galaktischen. Und meine Lieblingsschlagzeile war, Marco Reus ist wieder ins Lauftraining eingestiegen. Großartig. Mein Aston Martin fährt 310, eine Fahrschule von innen habe ich nie gesehen. Das macht Spaß. Ich geb Gas, ich geb Gas. Das war eine Ordnungswidrigkeit, ich hab nichts Schlimmes gemacht. Hat der Uli Hoeneß zu mir gesagt, ich hab Spaß. Ich geb Gas, ich geb Gas. Und gibt der Kloppo mir einen Tritt. Scheißegal, dann geh ich zu Real Madrid und hab Spaß. Ich geb Gas, ich geb Gas. Ich will Spaß, ich will Spaß. Ich will fahren, ich will fahren. Ich geb Gas, ich will Spaß. Ich will Spaß, wir wollen Spaß. Ganz am Anfang habe ich gesagt, es war die beste Idee des Jahres, dass Sie heute hierher gekommen sind. Dass Sie heute eingeschaltet haben. Und das war auch genau richtig, denn wer friert uns diesen Moment ein? Besser kann es nicht sein. Wir sind heute alle rausgegangen und keiner hockt zu Hause allein. Wir feiern hier mit wildfremden Menschen, denn heute ist Spaß angesagt. Nach der Hautfarbe oder nach Religionen haben wir erst gar nicht gefragt, was du auch denkst, woran du glaubst und ob du Männer liebst oder Frauen und ob du arm bist oder reich. Wir feiern gleich ein Hoch auf uns, auf Freude schenken, auf Musik und Tanz, hier und überall. Ein Hoch auf uns, an andere denken und auf die Toleranz, auch im Karneval. Dankeschön. An die Gewehre, Kommando 1, 2, 3, hey. Kommando 1, 2, 3, hey. Kommando 1, 2, 3, hey. Auf Bernd Stelter, Dreimer von Hetze, Kölle. Bernd Stelter, WDR. Herzlichen Dank. Wollen wir 5 kölsche Jungs sehen? Dann kommen jetzt hier Brings! Wir grüßen euch, einen wunderschönen guten Abend zusammen, liebe Fastelovensjacke. Ihr seid alle noch taufrisch, oder? Wunderbar, dann würde ich sagen, hey, jetzt Polka, Polka, Polka. Ist kalt und rau und mir wisse ganz genau, das letzte Fass ist leer und die Knochen, die sind schwer. Doch wenn wir zusammen singen, dann geht dann überall jo Klinge. Was soll uns schon passieren, solange wir ein Leben führen? Polka, 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 vom Ring
Wir danken euch. Vielen, vielen Dank. Hey, gut, der Kölsche Jung. Wo sind die Kölsche Mädchen und die Kölsche Jungen? Deutschunterricht, das war nix für mich, denn Mensch braucht die Jahre doch nicht. Sprechend hätte man mir gesagt, die Zeugnis, das wird keine Hit. Ich sprech doch nur mit jene Spruch, wusst nicht, was sie von mir will. Ja, ich sag nicht, wovon geht's, denn ich bin nur ne Kölsche Jung. Und mir jetzt, dann lit mal ob der Zung. Ob der Straße an ich mein Spruch gelehrt und jedes Wort wie tätowiert und mir Zung. Ich bin ne Kölsche Jung. Ich bin ne Kölsche Heute bin ich glücklich, dass ich es kann und Spruch, die mäht uns doch aus. Mal gut schon von wegen, wenn einer Kölsch wart, dann fühl ich mich direkt zu Haus. Wenn man sie spreche, dann lebt sie noch lang, dann geht sie auch niemand kaputt. Und Spruch ist ein Geschenk vom Leben, ja. Denn ich bin nur ne Kölsche Jung. Und mir jetzt, dann lit mal ob der Zung. Ob der Straße an ich mein Spruch gelehrt und jedes Wort wie tätowiert und mir Zung. Ich bin ne Kölsche Jung. Ich bin ne Kölsche Wo sind hier die Kölsche? Gut jetzt, oh! Denn ich bin nur um mir jetzt, dann lit mal ob der Zung. Dann lit mal Meine Idioten, vielen Dank zusammen. Ja, das war Brings. Und was haben Sie verdient? Natürlich eine Rakete an die Gewehre. Kommando 1, 2, 3. Ah, hey. Kommando 1, 2, 3. Ah, hey. Kommando 1, 2, 3. Ah, hey. Wenn der Sitzungspräsident hier vorne am Bühnenrand steht, dann kündigt sich meistens ein Höhepunkt
einer Sitzung an. Und so ist es auch jetzt, denn wir erwarten das Kölner Dreigestirn 2015. Und da ist sie, unsere Jungfrau Alexandra, dreimal von Etze, Kölle, Kölle, Kölle. Und unser Bauer Michael, dreimal von Etze, Kölle, Kölle, Kölle. Und seine Tolität, Holger der Erste, dreimal von Hetze, Kölle, Kölle, Kölle. Ja, liebe Freunde, hier steht es, das Kölner Dreigestirn 2015, was wir die Session ausgeliehen haben bei der Flittader KG. Und am Aschermittwoch geben wir die dann wieder zurück. Ich hoffe, ihr habt gut durchgehalten. Hück an Rosenmontag ganz bestimmt. Ich darf Ihnen vorstellen, in der Mitte seine Tolität, Holger der Erste, Holger Kirsch. Nur ein einzig Mal ein Schmuck verbrennt im Karneval. Das würdest du, Prinzesschen mein, das wär so schön, um wahr zu sein. Das wär so wunderschön, das wär so wunderschön. Das wär so schön, um wahr zu sein. Ja, und an seiner rechten Seite, da steht der Bauer. Er ist Symbol für die Wehrhaftigkeit unserer Stadt. Und bei dieser Größe von 1,98, da haben wir genau den richtigen Bauer in dieser Session. Ich darf euch vorstellen, den Bauer Michael Müller. Auf dem Markt stand die Bure, dicke Eier, volle Brumme, lange Nure. Und die Lück sind am Nure. Und die Eier und die Brumme und die Nure. In Koloho, ja. In Koloho, ja. Auf dem Markt stand die Bure, dicke Eier, volle Brumme, lange Nure. Und die Lück sind am Nure. Und die Eier und die Brumme und die Nure. Ja, und das Schönste verwahrt man sich natürlich bis zum Ende. Unsere Jungfrau. Sascha Prinz, und Sascha ist die Kurzform von Alexander. Und daher hat er sich ausgesucht als Name für die Jungfrau unsere Jungfrau Alexandra. Im Leben ein Mädel mal fein, ja, da muss es am Rhein nur geboren sein. Drum soll ich im Leben ein Mädel mal fein, ja, da muss es am Rhein nur geboren sein.
Lev Fastelovensjecke, he im Gürzenich, wie man ja mittlerweile sagt, im Vatikan des Kölner Karnevals. Liebe Karnevalsfreunde zu Hause an den Bildschirmen, es grüßt euch von ganzem Herzen das Kölner Dreigestirn der Session 2015. So viele Wochen durften wir nun durch die Säle unserer Stadt ziehen. Überall, wo wir Dreiecken auftauchten, schwappte uns eine Welle der Sympathie entgegen. Der Kölsche liebt sein Dreigestirn und das lässt er es überall, wo es auftaucht, spüren. Es ist ein Geschenk, dieses wundervolle Amt in dieser tollen Stadt ausüben zu dürfen. Dankeschön. Wir Kölner verstehen uns ja immer als die Urväter dieses wunderbaren Festes. Ein Monopol auf ausgelassenes Feiern haben wir aber nicht. Karneval ist Humor, Brauchtum und Freude in so vielen Regionen. Und genau dafür steht unser wunderbares Sessionsmotto: Social Jack, kunter, bunt, vernetzt. Es verbindet die Menschen, alle Nationen, alle Religionen, alle Hautfarben. Vielleicht müssen wir gerade in der jetzigen Zeit diesen einen Schritt näher zusammenrücken und vor allen Dingen uns das Lachen nicht nehmen lassen. Kunter, bunt, vernetzt. Alle Farben sind herzlich willkommen in unserer wunderbaren Stadt. Nur die Farbe Braun feiert nicht mit uns. Es ist gute alte Tradition, dass ein Kölner Dreigestirn sein eigenes Motto durch die Säle der Stadt trägt. Und das möchten wir euch gerne noch verkünden. Den Standartenträger bitte nach vorne. Echte Freunde, das sind wir. Menschen zu helfen ist unsere ihr. Immer und ewig sind wir jo trupp, han dabei uns lebt Köln-Kopf. Du bist Köln, ob du willst oder auch nicht. Du bist Köln, weil ein echte Kölsche nur in Köln gibt. Du bist Köln, du bist super tolerant, nimmst jeden auf der Arm und an der Hand. Du bist Köln, ob du willst oder auch nicht. Du bist Köln, weil ein echte Kölsche nur in Köln ist. Du bist Köln, du bist super tolerant, nimmst jeden auf der Arm und an der Hand. Lassen wir ausrufen auf dieses Dreigestirn, Dreimer von Hetze, Köln! Dreigestirn! Festkomitee! Herzlichen Dank! Tschüss! ...45 Jahre gibt es sie, nämlich die Blackfoes. Und sie machen immer wieder, jedes Jahr, neue Lieder, aber insbesondere auch Texte von Liedern,
die uns dann über Jahrzehnte begleiten, wie zum Beispiel den tollen Text des Stammbaum. Hier sind sie, die Blackfoes! Kölle, das geht ganz tief rein. Wir haben ne Macke, aber nur wenn man läuft. Das Jackson ein Macke ist. Wolle lebe und viere Wolle einmal ins Kein, so ja am Driestrup, wat moje ist. Wir haben den Schatten und das Stammer so. Decket von unserem Dom. Da ist er. Der ist wärm und gemütlich wie ein Zellbohrer. All drüber schon, wir sind eine kleine Nation. Das kann uns keiner nehmen, das hört nie auf. Das steckt einfach in uns drin. Aber wisst ihr, ich angekommen, dann willst du hin, wie mich fort Kölle, geht ganz tief drin. Hörst du ein Lachen, wo jetzt früh auf der Straße, dann geht das ne Schöne da. Ohne ja, das von nem Kölsche oder nem echte Immigrant-Hauptsache, das weht je lang. Das kann uns keiner nehmen, das hört nie auf. Das steckt einfach in uns drin. Aber wisst ihr, ich angekommen, dann willst du hin, in die Fort Kölle, geht ganz tief drin. Das kann uns keiner nehmen, das hört nie auf. Das steckt einfach in uns drin. Aber wisst ihr, ich angekommen, dann willst du hin, in die Fort Kölle, geht ganz tief drin. Kölle geht ganz tief drin. Vielen herzlichen Dank. Vielen Dank, so ihr Lieben. Einer haben wir noch für euch. Den singt der K für euch jetzt und dann schauen wir mal. Okay, in dem nächsten Lied geht es um uns alle, um die Menschen unserer Stadt und die Menschen, die vor vielen, vielen Jahren gekommen sind, genauso wie die Menschen, die erst vor ein paar Wochen und Monaten zu uns gekommen sind. Im Lied von unserem Stammbaum. Ich war ne stolze Römer, komm mit Cäsars Legion. Ich bin der Franzos, komm in Napoleon.
Ich bin Bauer, Schreiner, Fischer, Bettler und Edelmann, Sänger und Gaukler, so fing alles an. So sind wir all hingekommen, wir sprechen all dieselbe Sprache, wir haben dadurch so viel gewonnen, wir sind wie wir sind, wir Jacke am Ring, dann ist der Boma stolz drauf sehen. Ich bin aus Palermo, an Spaghettis für Schmidt. Ich wohne Pimmock, überlag ich mit. Ich bin Grieche, Türke, Jude, Moslem und Buddhist. Der all mir sind nur Menschen, vom Herrgott sind wir nicht. So sind wir all hingekommen. Wir sprechen all dieselbe Sprache. Wir haben dadurch so viel gewonnen. Wir sind wie wir sind. Wir Jacke am Ring. Da ist der Boma stolz drauf sehen. Die ganze Welt, so südlos, ist bei uns hier zu Besuch. Menschen aus allen Ländern stammen uns über dorthin. Mein Gleif, in Ankara, Tokio oder Madrid, Russisch war all wie mir und so gehegt. So sind wir all hingekommen. Wir sprechen all dieselbe Sprache. Wir haben dadurch so viel gewonnen. Wir sind wie wir sind. Wir Jacke am Ring. Da ist der Boma stolz drauf sehen. So sind wir all hingekommen. Wir sprechen all dieselbe Sprache. Wir haben dadurch so viel gewonnen. Wir sind wie wir sind. Die Jacke am Ring. Da ist der Boma stolz drauf sehen. Da ist der Boma stolz drauf sehen. Vielen herzlichen Dank, es war wunderschön hier bei euch. Macht es gut, schönen Abend noch. Tschüss zusammen. An die Gewehre, Kommando 1, 2, 3, Ping. Kommando 1, 2, 3, Ping. Kommando 1, 2, 3, Ping. Macht es gut. Sein karierter Anzug ist ein Markenzeichen. Wir freuen uns auf Marc Metzger. Der Reh kommt jetzt. Fast zu loben zusammen. Das ist der schönste Saal, den ich je gesehen habe. Die Stimmung hat ihren Höhepunkt erreicht, das kann man nicht mehr toppen. Tschüss zusammen. Leider keinen Sinn. Was ist hier? Also die Grundstimmung gefällt mir ja ganz gut. Wir kennen den Saal ja nicht anders. Es gibt Tage, kommst hier rein und denkst, leck mich am Arsch. Hier bist du aber der Einzige, der Spaß hat gerade, ne? Aber hier ist ja teilweise noch Fröhlichkeit in den Gesichtern zu erahnen, ne?
Haben Sie Freude an der Veranstaltung? Sagen Sie Ihrem Gesicht Bescheid, das weiß nichts davon. Das ist so furchtbar. Ja, ihr habt gut lachen, ich muss mir das angucken jetzt die ganze Zeit. Sind Sie von hier? Sprechen Sie Deutsch? Hören Sie was mit der Perücke? Das hat ja überhaupt keinen Sinn, hier weiterzumachen. Der hört nicht, sieht nicht, spricht kein Deutsch. Kannst du den neben dir anschubsen und der ist auch rausgegangen. Ist kein Leben mehr drin. Was ist hier los? Das ist eine fröhliche Veranstaltung. Hier, das Plümo. Hallo. Sie müssen den Kopf drehen, das Programm bewegt sich. Hier bin ich jetzt. Hallo. Was habt ihr da in der ersten Reihe liegen? Ich meine, das war Möbelmesse. Man weiß nie, was sie da vergessen haben, ne? Aber ich bin ein Programm, ich bin das Kasperle. Ja. Ich mach Spaß mit den Leuten. Das ist Karneval, das ist wie Fasching, nur mit Stimmung. Ja. Ich würde mal drüben weitermachen, das hat keinen Sinn hier vorne. Das. Na gut, hier bringt's auch nichts. Das ist. Nein, das muss für Sie hin und die Fernsehzuschauer zu Hause andere Geräte vielleicht mal erklären. Es gibt im Gürze nicht einen Tisch, das ist dieser. Da sitzen Leute, die sitzen da immer. Die werden nach der Veranstaltung mit dem Tisch rausgefahren. Dann kommt da einmal Febrés drüber, im nächsten Jahr fahren die wieder rein. Und dann sitzen die wieder da. Terre. Ach bitte. Und wenn man die anspricht, dann geht die Kamera immer hin und dann lachen die, weil sie im Bild sind. Geht er weg. Die sollen lachen oder nicht. Die sollen natürlich lachen. Das Kamerakind mit der Nummer 4. Hebe dich hinweg. Ich möchte ein wahres, ehrliches, herzhaftes Politikerlachen. Zeig mal den Rotas, der kann's doch jetzt endlich. So, guck mal hier. Ja, jetzt ist es bald nicht mehr, jetzt kann er's, ne? Ja, hören Sie auf zu klatschen, das machen doch alle nicht mit. So, was ist der, guck mal hier, der ist ja ganz pfiffig hier, der Kollege. Das ist ein Notabitur, was machst du da? Das ist schön bei euch. Nee, muss mal wirklich sein. Ich habe mich gefreut, dass ich hier mitmachen darf. Das ist jedes Jahr eines der Highlights für mich hier auf der Adventsfeier im Gürzen. Auf der Karneval. Ja, wenn ich bei euch Printen hinschmeiße, willst du Hosianna singen. Da ist Stimmung hier vorne. 2 Flaschen Wasser, Tabletten ab in Bett. Nein, es ist wirklich schön hier, diese Atmosphäre. Ich muss immer fragen, Herr Präsident, sitz mal aufrecht, mach mal eine schöne Erscheinung. Du hängst im Stuhl, als hätten sie sich reingeschossen. Du kannst die Brust schwellen, du wirst nicht größer, du bist so klein. Das kannst du nicht ändern. Gerade sitzen wäre schön. Guck mal, da hast du deine Enkel dabei, sei Vorbild. Nee. Ich komme mal ein bisschen näher zu Ihnen. Ich habe hier noch nie auf die Fresse gekriegt, aber ich bin nah dran heute. Oh, herzlichen Dank für den Tusch. Hatte der was mit meinem Vorzahn zu tun oder bist du in der Sommerzeit gerutscht? Was ist los? Das ist immer schwierig für die Musikanten, ne? Die kommen immer nach Aschermittwoch in den Schrank und dann werden die nicht abgestaubt. Also das ist furchtbar. Stehen sie Karneval hier. Wer klatschst du denn? Hast du einen anderen Film laufen oder was? Ach, das ist neben der Dame mit der harten Mütze. Das ist ja yes, aber... So, ich wollte nur gerade erzählen, wenn wir Gäste aus außerhalb haben, man hat ja gerne mal Gäste aus außerhalb, haben wir Gäste von außerhalb heute auf dieser wunderbaren Traditionssitzung. Kölner Einer, ach Gott, Einer, weißt du noch, wo du herkommst? Österreich? Sprockhövel, ja, Österreich, sag ich ja, ja. Alles, wo kein K draufsteht, ist Österreich bei uns, ja. Ne? Ist schön hier, ne? Das ist dieser Kölner Karneval, das ist heute am Rosenmontag, der komischerweise schon wieder auf einen Freitag fällt. Ich verstehe es nie, aber es ist egal. Ne? Was denn? Ein Tusch macht man, wenn was nicht stimmt, aber das ist heute Rosenmontag, nämlich. Und ich soll nicht in die Kamera sprechen, haben die mir gesagt. Ich hab da Bock drauf, weil das ist meine Sendezeit. Ich habe ja auch Sendungen, dann sagen sie, bei der Sendung sagen sie immer, sprich ihn mehr in die Kamera, Metzger. Heute gehst du raus, also sprich nicht in die Kamera. Ja, was wollt ihr denn von mir? Nee. Ist doch hier der Intendant, ist doch da. Herr Buo, was ist denn los jetzt hier? Was soll ich denn jetzt machen? Ich kann auch rausgehen und woanders hinsprechen. Sie müssen sich dann mal, ich kläre das direkt mal mit Ihnen. Jetzt sagen Sie mir mal, ob ich, nee, sag doch mal jetzt, ehrlich. Sag mal, spreche ich jetzt in eine Kamera oder spreche ich zu den Leuten? Weil hier sind die Leute nämlich. Hier sind die richtigen Leute. So. Ich hab die Zähne nicht sauber. Hey. Hallo. Habt ihr ein Konzert? Störe ich? Komm durch, komm durch. Kannst aufhören zu spielen, ich arbeite ja. Ich habe noch keine Aussage gefunden. Er lacht und sagt nichts. Also jetzt für die Leute mehr sprechen. Und auch an den Sender denken. Ich kann machen, was ich will. Das habe ich vom Intendanten, das ist herrlich.
Ja, ich kann machen, was ich will. So, Sie raus. Ich kann machen, was ich will. Nein, das ist Quatsch. Ich muss aufpassen, das sprengt sonst die Sendezeit. Ich kann machen, was ich will. Ich bin der neue Intendant vom WDR-Fernsehen. Ich mach, was ich will. Oh, da wird sich drüber gefreut. Herzlichen Dank, meine Stammzuschauer, alle 8 Stück. So, pass auf, Ruhe jetzt. Ich muss jetzt... Setzen Sie sich wieder, ist eine Sitzung. Ja, das ist mit Stühle. Das ist mit Stühle. Ich wollte es nur gerade erklären, wenn wir so miteinander sprechen, Sprockhövel. Das ist nicht böse gemeint. Das ist in Köln, es ist unsere Mentalität. Wir sind einfach so. Wir sind ein lockeres Völkchen und wir haben allen Grund dazu. Ja, ist doch wahr. Wir können uns noch mal freuen, einfach so. Guck mal hier, Gäste aus Stuttgart, wir haben einen Bahnhof. Verstehst du? Nee? Einfach mal freuen. Gäste aus Berlin, wir haben einen Flughafen. Freu dich einfach mal, Köln. Ja. Haben wir Gäste aus Mainz oder Düsseldorf? Wir haben einen Karnevalsverein, der in der 1. Bundesliga spielt. Ja. Oh, da. Ich bin heute... Ich darf alles. Jetzt wieder ich? Ja. Ja, wir haben auch eine Arena für die Zugereisten. Ja, eine Arena müssen wir angucken. Riesenhalle war ich eben noch. Tolle Stimmung. Also nicht mehr als hier, aber sehr schöne Stimmung. Weniger Intendanten im Publikum. Ansonsten auch sehr schön. Puh. Können Sie mir jetzt auch live in der Sendung meine Sendung verlängern, Herr Buo? Geht das auch? Wäre das möglich? Ich glaube, ich habe verschissen. Haben Sie schon mal von diesem RTL gehört? Das soll auch sehr schön sein, teilweise. Ja. Nee. Hören Sie auf zu klatschen, ihr hört das doch. Wer pfeift, hat Luft im Kopf. Ruhe, so. Ich war gerade von der Arena dran. Haben Sie das gesehen? Diese Arena, gucken Sie mal an, wenn es hell ist draußen. Arena, ein Traum, Riesenhalle, soll verkauft werden. Ist das bis zu dir durchgedrungen? Die Arena soll verkauft werden. Wer kauft denn eine Arena? Brauchst du eine Arena? Wer kauft eine Arena? Robert! Ich weiß es nicht. Hä? Und wenn ja, wie soll es heißen? Geisbockheim? Man weiß es nicht. Hä? Oh! Lass dich gehen, haus raus, wenn du Bock hast. Ne? Muss ein bisschen mehr Geschwindigkeit draufkriegen. Ich habe nachher 3 Schnelle, da kriegst du Schnappatmung. Das wird schwierig für dich. Nee, lass mal. Ich habe was anderes. Da hinten wird schon wieder einer rot. Komm, schäm dich doch nicht. Wir arbeiten so lange zusammen in so einer karnevalistischen Session. Man lernt sich ja kennen. Aber da hinten sitzt einer, ich mag den so. Guck mal, da hinten. Scheiße, Kameras. Ja, kannst dich ducken, wie du willst. Da hinten, liebes Publikum, der da. Wenn die Jakob-Sisters einen Bruder hätten, das wäre doch... Oder? Nee, jetzt, das wäre doch sein Cousin. Hör auf. Ah, Mann, die dissen mich voll. Spiel's noch mal, ich kann das rausschneiden lassen. Ich bin so im Büro. Ja. So. Ah! Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Boah, wir haben's aber drauf. Habe ich noch Text oder bin ich ein Musical? Ich weiß es nicht. Herrlich. Aber das ist diese kölsche Mentalität. Oh, ich muss das gerade mal nutzen, weil die Stimmung gerade so gut ist. Ich würde gerne mal was Ernstes machen. Ist das in Ordnung? Bei mir im Vertrag steht nur Vortrag. Da steht nicht, dass es lustig sein muss. Ja, ich wollte nur gerade, weil wir so viele Menschen hier haben von außerhalb. Der Husten löst sich bei Ihnen. Das ist schön. Ja. Ich mach mal drüben weiter, es wird Frühling, der Auswurf wird grün. Ich habe ein Thema noch, das liegt mir sehr am Herzen. Ich würde es gern kurz ansprechen und dann würde ich auch mit dem lustigen Teil, ich hau hier gleich ein Feuerwerk der guten Laune raus. Ich wollte eins kurz ansprechen. Wir sind in Köln so tolerant. Ich finde das wirklich schön. Meine Stimme senkt sich auch dabei. Man wird gleich ergriffen, weil wir in Köln so tolerant sind. Uns scheint die Toleranz aus den Knien. Und wenn wir keinen Bock mehr haben, machen wir das Licht aus. Das gibt's nur in Köln. Ist nicht mein Verdienst. Ich habe aber eine Lücke gefunden, meine Damen und Herren, die mir sehr am Herzen liegt, dass wir uns auch um diese Lücke in der Toleranz kümmern. Ich frage Sie deshalb ganz offen und ehrlich, wenn wir so tolerant sind in Köln und Umgebung, warum hört diese Toleranz bei Laktose und Gluten auf? Warum das? Hören Sie auf zu schmunzeln, ich meine das ernst, ich kann es nicht leiden. Früher hatte man nichts zu essen, heute kriegen wir Pickel davon. Was soll der Quatsch? Das gehört sich nicht, da muss sich jemand drum kümmern. Hören Sie auf zu klatschen, ich weiß, dass Sie meinen Vortrag schon 75 Mal gehört haben und Sie wissen, dass man an der Stelle nicht klatscht. Aufpassen jetzt. Ich darf machen, was ich will, hat der Büro gesagt. Das Schönste ist jetzt für die im Ü-Wagen, ne? Die wissen jetzt schon nicht mehr, wo sie schneiden sollen. Die sind völlig fertig.
Daher mein Hinweis an den Ü-Wagen. Macht euch doch nicht einen Kopf, ist doch live, ist doch Rosenmontag, verstehst du? So. Wer sitzt denn drin? Oh. Boah, ich hätte ja Opfer da. Ich mache nicht. Ich bleibe einfach. Sitzt ja ein Volk, ne? Nein, ich wollte nur gerade sagen, das ist bei uns diese Mentavalität und gerade wegen der Esserei. Das ist so ein Thema, was mich stark beschäftigt. Wir hatten ja früher, wer hat sich das erfunden mit den Allergien? Das hatten wir früher alles nicht. Was hatten wir früher? Wie hieß das früher? Was wir früher hatten? Früher, Sie sind doch aus der Zeit. Wie hieß das früher? Jetzt gucken Sie nicht so böse, ich schlafe auch getrennt von meinen Zähnen. Weiß, nicht so, Hunger hatte man, genau. Hunger hatten wir, haben wir noch gegessen. Ach, guck mal, jetzt ein Gläschen Orangensaft, da warst du 2 Stunden für laufen. Yeah. Jetzt weiß ich auch, wie die Preise zustande kommen. Die holen das ab Werk zu Fuß, dann laufen die. Nee, jetzt war wirklich, wie ist das eigentlich entstanden mit den Allergien? Das ist doch furchtbar. Früher hieß es, mach deinen Teller leer, damit morgen die Sonne scheint. So was damals. Haben Sie das auch noch gehabt? Ich habe immer meinen Teller leer gegessen und wir hatten Sonnenschein. Das war eine schöne Zeit. Ich habe meinen Teller leer gegessen, wir hatten Sonnenschein. Alle Kinder in den 70er Jahren haben ihren Teller leer gegessen und wir hatten Sonnenschein. Was hatten wir davon? Fette Kinder und Klimaerwärmung. Na, danke schön, aber auch, das war es doch nicht. Darum geht es ja gar nicht. Ja, es geht einfach darum, dass diese Zeit heute, ist das noch Lachen oder kollabieren Sie gerade? Ich habe schwer Angst. Ich weiß nicht, was es ist, aber ich will es als Klingelton. Das ist Wahnsinn. Ich mach mal drüben weiter, ein bisschen Angst. Nee, wirklich, man... Du kannst auch nicht mehr. Nee, ist ja wirklich wahr. Ich meine, es ist wirklich so eine Zeit, wo sich die Leute so Allergien, die krampfen sich da so. Wir haben 3 Freunde im Pärchen. 3 Pärchen im Freundeskreis. Schade, dass wir live sind. So. 3 Bärchen. Ja, früher haben wir die zum Essen eingeladen, war eine schöne Zeit. Die sind zum Essen gekommen, heute haben sie Laktose, Gluten. Die Dritten haben ganz schwer vegetarisch. Uschi und Klaus, ganz schwer vegetarisch, ja. Beide 120 Kilo, nur von Obst und Gemüse. Herrlich. Ja, ich hab ja nichts dagegen, wenn einer vegetarisch ist, aber weißt du, das ist so, ach, wie soll man sagen, die wollen es auch fühlen. Verstehst du? Die wollen fühlen, wie die Tiere fühlen. Die wollen nicht nur essen, die wollen auch noch fühlen, was sie nicht essen. Ne? Sie, Uschi, 120 Kilo, der kauft sich im Sommer immer so ein Fliegenkostüm. Ne? 120 Kilo Fliege, da musst du dir vorstellen, wie das aussieht. Ja, dann nimmt sich das Fliegenkostüm, dann holt die Anlauf und springt bei ihrem Mann an der Windschutzscheibe. Nur um zu fühlen, wie... Meinst du, wie das aussieht, wenn der mit dem Kerscher wieder von der Scheibe runterholt? Nur das... Willst du mal 5 vorspielen, dann kann ich 2 Sätze reden. Das wäre doch auch was. Ne? Das gab's doch früher nicht. Wie war das denn früher? Früher war es irgendwie alles einfacher. Das war nicht so technisch wie heute. Ne, auch wenn ich hier auf die Tische gucke, selbst in der Fernsehsendung haben sie alle so ein Wischphone. Guck, der ist sich auch der Finger am Brechen mit seinem Telefon. Gib dem Onkel das Telefon. Gib dem Onkel das Telefon. Nicht schon wieder, du hast es ja zurückgekriegt. Gib dem Onkel das Telefon. Ich nehme so lange die Handtasche deiner Frau, bis der Onkel das Telefon kriegt. Sie nehmen das. So, ich kann das halt nicht leiden. Das ist immer, man wird immer gleichzeitig gefilmt, obwohl der WDR eigene Kameras dabei hat. Das ist doch Quatsch, nicht wahr? So, auch das können Sie nach der Show beim Klassenlehrer wieder abholen. So, es ist doch alles schon im Netz. Ja. Kleiner? So, jetzt hast du ja Aufmerksamkeit, ne? Du hast es ja gut, du hast ja noch eins ohne Knöpfe. Ich hatte noch eins mit Knöpfe. Mit Knöpfe habe ich. Kennen die jungen Leute gar nicht. Habe ich immer in eine Gesäßtasche gehabt. Erzähle ich noch, oder musst du zum Bus? Nein. Ich hatte das im Sommer in eine Gesäßtasche, war ich beim Grillen gewesen, nicht wahr? Und dann rief mich die Natur. Dann habe ich gedacht, geh mal hin, gucken, was sie hat, wenn sie schon ruft. Ne? Jetzt sagte die Natur mir, geh mal aufs Klo. Und dann bin ich aufs Dixie-Klo gegangen, habe mich am Dixie-Klo mit dem Handy in die Gesäßtasche. Bist du schnell? Du bist doch Apotheker, du müsstest doch wissen, welche Tabletten dagegen helfen. Was ist denn da los? Habe ich mit dem Handy in die Gesäßtasche, habe ich mich hingehutscht am Dixie-Klo. Jetzt ist mir das Gerät aus der Gesäßtasche in das Dixie-Klo rein. Ja, wenn es da einmal drin liegt, gehst du nicht mehr dran. Das stimmt. Jetzt dachte ich, was machst du? Ne? Rufst du deine Frau an, sagst du, dass du Scheiß empfangen hast? Quatsch, ne? Lache drin. Jetzt bin ich mir ein neues Handy kaufen gegangen. Das war...
Gehst du mal in den Handyladen, hast du Spaß. Das ist was Wunderbares in Köln im Handyladen. Ich gehe so in den Handyladen rein, kommt so ein 14-jähriger Schulabbrecher auf mich zu, ne? Guckt mich freundlich an und sagt, wortwörtlich, sagt zu mir, Schuh. Ich sag, was? Ich sag, bitte? Ich sag, was? Ich sag, immer auf Seite, du stehst im Funkloch, man versteht ja nichts. Dann ist er so auf Seite gegangen, ich sag, mach doch mal langsam, was kann ich für dich tun? Ah, sag ich, Gesprächseröffnung, ja. Pass auf, du versuch es mal höflich. Sag doch einfach mal, was kann ich für Sie tun? Das ist höflich. In Köln sagt man, was kann ich für Sie tun? Für wen? Für Sie. Wer sind Sie? Ich? Nee, du bist du. Nein! Du musst aus Höflichkeit mich fragen, was kann ich für Sie tun? Ich soll dich fragen, was ich für Sie tun kann? Ich sag, ja, und warum ist sie nicht selber gekommen? Hör mal, das ging 20 Minuten hin und her. Ich habe irgendwann gesagt, weißt du was, wir spielen Hals, Maul, fang du an. Ich hatte keine Lust mehr, ehrlich. Nee. Das ist... Hör Sie doch auf jetzt, es ist schon spät. Tor, was ist los? Jetzt bin ich nach Hause, ich erzähle das noch gerade, dann fange ich auch mit der Rede an, sonst zieht sich das nachher zu sehen. Ich bin nach Hause, war meine Frau wieder sauer, das ist schön, war meine Frau wieder sauer, weil ich wieder nichts hingekriegt habe. Da ist die immer, da rastet die aus, da hat ja gar nichts drauf. Ich muss ganz ehrlich sagen, bei uns in der Ehe gibt es eine ganz klare Absprache. Ich habe Ahnung von Technik und meine Frau, boah, gehört zur Familie, das reicht. Ja, nicht ja. Nur weil ich einmal in der Kirche so laut Ja geschrien habe und die so pingelig sind beim Umtauschen, ich behalte sie ja. Aber sie hat von Technik keine Ahnung, verstehst du das? Ich muss aber jetzt als Beispiel. Ich habe sie frohes neues Jahr. Da habe sie kennengelernt, da rief sie mich an und sagte, soll ich dich mal besuchen kommen? Ich sag, gerne. Sie sagt, wo wohnst du? Ich sag, in Köln. Ach nee, da kriegst du keine Parkplätze, im Auto ist nichts in Köln, wird doch nichts. Kriegst du keine Parkplätze mit dem Auto? Ich sag, komm doch mit dem Bus. Hat sie sich einen Bus gekauft. So denkt die. Ich sie wieder 5 Wochen nicht gesehen, weil sie mit dem scheiß Bus keinen Parkplatz gekriegt hat. So. Das ist, wie soll man sagen, die kann da nichts für. Das ist von der Oma durchgeschossen bis zu meiner Frau weiter noch. In der Gene, dass die... Ich mache noch ein Beispiel, dann fange ich auch an, das ist noch Blödsinn. Eine Nichte, wir haben eine total nette Nichte, die war immer sehr gerne bei uns zu Besuch früher. Er hat bei uns gespielt, hat übernachtet, dann hat sie immer gesagt, habt ihr nicht was zu spielen? Jetzt hatte ich nichts zu spielen. Ich sag, da spiel doch ein bisschen mit dem Elektroelefanten. Dann hat die mit dem Elektroelefanten gespielt, hatte die Spaß mit Elektroelefant, hatte das Kind Ruhe, nur mit dem Elektroelefanten, hatte die Riesenfreude mit dem Elektroelefanten. Die am nächsten Tag kam sie wieder, hat sie schon nach dem Elektroelefanten gefragt. Also, habt ihr noch den Elektroelefanten? Ja, und dann hat sie wieder mit dem Elektroelefanten, ich kann die Nummer auf 16 Minuten, habe ich eben ausprobiert. Also mit dem Elektroelefanten gespielt. Dann nächstes Jahr kam sie wieder in Urlaub zu uns, wollte sie wieder mit dem Elektroelefant. Ging 14 Jahre gut, dann hat sie gemerkt, dass es ein Staubsauger ist. Egal, wir hatten es immer sauber. So, und jetzt kam die vor 2 Wochen zu uns, das ist die Geschichte, und sagt zu mir, ey Onkel, ma, ey. So reden die jungen Leute halt. Ey Onkel, ma, ey. War lange mit dem Handyverkäufer zusammen, ja. Ey, Onkel Mark, ey, das ist Wahnsinn. 135.000 Wörter im Duden und die kommen mit 5 Geräusche aus. Das ist wahnsinnig. Ey, Onkel Mark, ey, du hast gesagt, im Gewitter kann im Auto nichts passieren. Ich sag, kann er doch nicht. Und warum bin ich schwanger? Psst, 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 nee. Pumpt das nicht so auf. Nicht lachen. Die jungen Leute haben es schwer genug. Früher, ich bin ein Kind der 70er, wir hatten es einfach. Heute, die jungen Leute mit 16 nehmen sich das erste Mal Mut zusammen. Da gehen sie in den Supermarkt, kaufen ein Päckchen Kondome und da werden sie an der Kasse nach Treuepunkte gefragt. Das lässt er doch liegen. Ist doch schwer. Wir haben sie jetzt im Griff, das ist die Hauptsache. Das läuft jetzt. Wenn ich ja jetzt sage, wenn sie bei uns zu Hause ist, um 10 Uhr bist du im Bett, dann ist sie um 10 Uhr im Bett. Gut, an der Adresse müssen wir noch arbeiten. Ansonsten läuft's. Von der Oma. Von der Oma. Der Oma ist eine ganz liebe, aber sie hat die Gene bei uns in der Familie gestrahlt. Der Oma, vor Sommer war ich noch bei ihr gewesen bei der Oma, ganz liebe, ganz kölsche Mentalität, muss man sagen. Er hatte Geburtstag 95, ich habe Blumen mitgebracht. Ich sag, hier, Oma, für dich, hab Blumen mitgebracht, wohin damit? Braune Tonne. Ne, so eine richtig nette alte Dame. Ne? Ja, da kann man nur verstehen, wenn man den Müll selber rausbringt. Ne? Das ist ja vorne jetzt schwierig. Da ist die Blume. Ich bin gleich fertig, habe ich dich vom Back. So, ja. Habe ich die Blumen in die Tonne getan, ne?
Hab ich gesagt, Oma, soll ich dir denn nicht sonst noch was zum Geburtstag schenken? Du hast ja Geburtstag. Ich will shoppen. Ich sag, was? Bikini? Ich sag, Oma, du bist 95, brauchst kein Bikini. Das will Bikini. Bin ich mit der Bikini shoppen gegangen, so zum Steg und Klopp die Wo schreien, hat sich der Bikini aus, so, ist in der Umkleidekabine gegangen, dauert 2 Minuten, kam mit Oberteil geflogen. Ne? Ich sag, Oma, das gehört dabei bei der Bikini. Nee, brauche ich nicht, ich krieg unten alles rein. Herrliche Bilder, die Alten lachen, die Jungen denken nach. Es ist so schön. Der ein oder andere ruft, Blödsinn, was der Mann da macht. Ui, Zeit ist rum, kann ich das noch sagen? Ich muss ganz ehrlich, ich hätte gerne Rede gehalten, aber ich habe trotzdem gerne ein bisschen Blödsinn gemacht. Ich sage Ihnen auch, warum. Ich mache seit 26 Jahren mach ich Blödsinn auf der Bühne, Leute. Meine, das ist ja für Quatsch. Es ist Blödsinn. Ich stehe dazu. Warum? Warum mache ich das? Ich sag's Ihnen heute. Es passiert so viel Unsinn auf der ganzen Welt, rund um die Uhr, überall, dass wir unseren Kölschen Karneval ein bisschen weiter dazu benutzen dürfen sollten, um den Kopf frei zu kriegen, den Alltag mal kurze Zeit zu vergessen und friedlich miteinander Blödsinn zu machen. Seid nett zueinander, seid sozial, seid Jeck und kunterbunt vernetzt. Schöne Rosenmontag Ihnen zu Hause, schöne Rosenmontag noch. Hey, im Jülze nicht zu Köln. Danke, dass ich dabei sein durfte. Ihr Blötschkopf, Marc Metzger. Dankeschön! Ja, liebe Freunde, Marc Metzger, einfach unverwechselbar. Er hat eine Geschwindigkeit, jeder andere würde sich eine Knüttel in der Zungenschwade. Aber er hat ein Tempo drauf. Ja, er ist ja auch kein Büttenredner, er ist quasi ein Bühnenläufer. Einmalig unser Marc Metzger. Bremer von Hetze, Köln. Marc Metzger, WDR. Herzlichen Dank. Seit über 40 Jahren sind Sie musikalische Botschafter von Köln. Sie sind in der ganzen Republik unterwegs und erfreuen dort alle Menschen und sind ein Aushängeschild unserer Stadt. Hier kommen Sie. 6 Buchstaben. H-Ö-H-N-E-R. Die Hühner. Ich weiß nicht, wie im Verlauf dieser heutigen Sitzung der sogenannte Flirt-Faktor vorangeschritten ist hier in Kölns Unterstube. Wir wollen jedenfalls ein bisschen dazu beitragen, dass er noch ansteigt. Der Faktor Flirt. Sind Sie gut, nehmt euch doch uns all in der Arm. Ich meine, links von euch, rechts von euch, sozusagen kunterbunt vernetzen. Und wenn ihr so auf Tuchfühlung seid, in Schunkelstimmung und Stellung, dann dürfen jetzt die Äugelein schweifen, die dürft flirten ob Teufel Kummerus. Und während ihr schunkelt, stellen wir die Frage aller Fragen. Jammer heute nach zu dir oder zu mir? Weißt du noch, beim Bützcheball, eine Blick und mir war klar, ich hab kein Wahl. Es war so schön mit dir zu tanzen und mir kennt jedes Lied. Irgendwann war ich dich froh, was jetzt passiert.
Ich frag mich warum. Habe jahrelang drauf gefiebert, endlich wieder Bütscheball. Und es kam genau wie damals, so wie ne Knall. Ja, heute Nacht zu dir oder zu mir, ich zeig dir die Stelle. Kannst mir vertrauen, komm, mach ich dir Bau, weißt du, wie ehrlich dich halt. Ja, heute Nacht zu dir oder zu mir, ich zeig dir die Stelle. Ich mach dich glücklich und du bist nicht froh. Lebe Traum, ja, dann bist du. Doch mit uns zwei geht nie vorbei. Und jedes Mal hat mir und sie haben wir das Kribbeln wieder im Mund. Und jedes Mal stellen wir zwei uns die Frage. Ja, heute Nacht zu dir oder zu mir, ich zeig dir die Stelle. Kannst mir vertrauen, komm, mach dich den Bang, weißt du, wie ehrlich dich hab. Ja, heute Nacht zu dir oder zu mir, ich zeig dir die Stelle. Ich mach dich glücklich und du bleibst mich froh. Traum, ja, dann bist du. Schenk dir heute Nacht dein ganzes Herz, bleib bei mir. Dann schenk ich dir mein ganzes Herz, zeige dir, Was dir gefällt, la 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 la, die ganze Welt, la 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 la. Schenk mir dein Herz, ich schenk dir alles, nur die Liebe zählt. Komm, sei die Königin in meinem Königreich. Ich schenk dir heute ein Schloss am Rhein. Ein Reich ist eine Brücke, die führt ins Glück hinein. Das Schloss ist nicht so groß, symbolisch eben nur ein eiserner liebestreue Schwur, der unsere beiden Namen trägt. Und diese Verse hier. Schenk mir heute Nacht dein ganzes Herz und bleib bei mir. Dann schenk ich dir mein ganzes Herz und zeige dir, was dir gefällt. La 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 la, die ganze Welt. La 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 la. Und wenn du willst, auch noch ein bisschen mehr. Was dir gefällt. La 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 la, die ganze Welt. La 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 la, schenk mir dein Herz, ich schenk dir alles, nur die Liebe zählt. Ich trage dich auf Händen, ich bleib dir ewig treu. Im Zweifel hab ich immer einen zweiten Schlüssel dabei. Jetzt ihr, schenk. Herr Präsident, so singen. Bisschen lauter. Was dir gefällt. Die ganze super. Und wenn du willst, auch noch ein bisschen mehr. Was dir gefällt. La 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 la, die ganze Welt. La 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 la, schenk mir dein Herz, ich schenk dir alles, nur die Liebe zählt. Schenk mir dein Herz, ich schenk dir alles, nur die Liebe zählt. Wow. Ja, liebe Freunde, das sind die Höhner. Wir bedanken
bedanken uns bei Ihnen hier in der guten Stube der Stadt Köln im Jötzenich. Und wir bedanken uns natürlich bei allen zu Hause auf der Couch am Fernseher, dass Sie eingeschaltet waren bei der Fernsehsitzung Karneval in Köln des Festkomitee Kölner Karneval in Zusammenarbeit mit dem Westdeutschen Rundfunk. Und jetzt feiern wir weiter mit den Hühnern! Kreuzweise mal von mir aus Schweif und mit Anlauf in Farbe und auf jedem Kanal. Ich hätt gern jede Nacht ein Abenteuer und jeden Tag ein neues Urlaubsziel. Ich würde gern der Rot wieder vertragen und zwar doppelt so viel. Und jetzt wenn ich zusammen alles, was ich will, alles, was ich will, ist verboten. Zu viel. Alles, was ich will, das bist du. Und ab und zu ein kleines Auswärtsspiel. Das wird jetzt alles, was ich will, ist verboten. Ist verboten, oder kostet zu viel. Alles, was ich will, das bist du. Und ab und zu ein kleines Auswärtsspiel.